Schauen hier. Scheiße, war ich 4 Wochen im Urlaub. Warum war ich noch so einen komischen Binken, Alter? Ja, ich bin 1 Minute spät, halt dein Fotzen, grüezi fix. Wieso sag ich mir nicht selber? Ja, manche Sachen ändern sich anscheinend nie. Wieso schau ich aus, weil 1,20 Meter bloß gerade? Halt dein Fotzen, grüezi fix. Schrei mich nicht so an, so langsam, eins nach dem anderen. Glaubst du, dass ich mich nach dem Urlaub vorbereitet hätte auf heute, oder was? Ja, genau. So, wen hab ich jetzt da? Kruzifix! Wie oft habe ich das Jahr schon gesagt, dass in den ersten 2 Minuten keine Alerts erzeugt werden? Hä? Hab ich. Ich bin's. Birger. So, jetzt weiß ich noch, wieso hören da schon wieder nix? Warte mal, check. Was ist denn für so ein OBS-Update? Kruzifix, 2 verschissene Tage! Ja, waren, okay, Tag. Gefühlt 2 Tage, ist man nicht da? Nix geht. Oh, ich hör mich selber. Wie hättest du das auch? Dann mach das aus. Was ist da? Alerts? Alerts. So, wer hat jetzt reingeschissen? Timmy Boy, ich hab schon gesehen, kriegst du dir daheim, das ist eigentlich das erste, was ich sagen soll. Jetzt warte mal, ich komm überhaupt nicht mehr aus. Warum ist denn alles anders? YouTube schaut anders aus, OBS schaut anders aus, fick dich doch dann! Meine Güte, nicht. Ach, Kim. So. Nochmal. Habe! Bin wieder da. Was der man heute? Was der man heute? Hab ich vergessen. Das ist gut. Ist einfach auch scheißegal, like, gell? Ich meine, kann ich Alert so gezeigt, wie viele Mitgliedschaften sind denn das jetzt da schon? Mein Kruzifix, Alter. Jetzt seid ihr so, da blinkt's, ja! Sprechmeister im ersten für 7 Monate. Das ist der erste Kruzifix, hab ich drüber noch. Ich sag mal, hey, chillen, nicht. Oh Gott, jetzt fangen sie erst recht an. Nein, nicht. Alter, wie lange? Ja, gut, das dauert jetzt 3 Stunden, wieder jetzt mal Kruzifix nochmal. Steffi! Kuss zurück. Erzähl zurück. Wer soll den. Ach, Kim, Mann. Okay. Heiko, ich habe schlechte Nachricht. Ich fürchte, das wird halt nichts mit deinem Video anschauen. Wir müssen so viel machen. Ich muss so viel verzeihen. Ich hab da ein Backel vom Sprengi stehen. Das ist seit 2 Wochen anschauen, nicht eingegangen. Weil ich extra gewartet hab. Kruzifix, Leute. Ich mag nicht lesen. Bruder, ich mag nicht lesen. Merci an alle. Gelangt das? Ich weiß auch nicht. Oh Gott, oder? Was hast du aber auch gemeint? Ja, dass irgendwas eskaliert, habe ich schon irgendwo gerochen. Natürlich ist ja nicht das erste Mal, aber was ist denn jetzt wieder? Wann soll ich denn das lesen, Alter? Okay, ich probiere es, ich streng mich an. Atmen, Birger, ich streng mich an, ob ich noch lesen kann. Gesichtsgrätschen, merci für deine 55. Timmelboy, merci für deinen Euro. Löwensepp, merci für deine 5,44. Habe ich dir welcome back und unser Herr und Meister. Na so nicht. Geht's da immer wieder gut soweit? Das kann ich anscheinend heute nicht verzeihen. Aber ja. Sprechmeister, merci für 7 Monate, Zapsi, merci für 39, Steffi für 65, Zampal, merci für 10 Monate und eine Vordonation, hab ich gesehen. Breitis, merci für 50 Monate. What's Naughty, merci für 46 Monate. Servus, Birger, schön, dass du wieder da bist und super, dass es da immer wieder gut geht. Aber geilen Stream und merci an Bahako für deine Arbeit. Das werden wir in 2 Stunden entscheiden, ob wir da merci sagen oder ob ich embarrassed wird. Ich glaub nicht. So viele von euch haben es ja schon gesehen. Das Video hat über 2000 Aufrufe, ihr Zigeuner. Ihr Futzengruben. Da brauchen wir es eigentlich gar nicht mehr anstellen. Wenn ihr das Video heute zum ersten Mal sagt, bin ich. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so ein... Alter, was ist denn da oben in der Mitgliederlisten los? Die fahren einfach straight nach rechts und hört nicht auf. Ist ja gut jetzt. Alter, was ist das? Ja, Leute, ich bin wieder da. Ist gut jetzt. Ich habe mir so 4-5 Mal komplett Licht ausblasen in den letzten 2 Wochen. Das letzte Mal am Samstag. Und da am allermeisten, da ist der Italiener meines Vertrauens auf einmal dann mit einer Pizza, einer Flaschen Krabbe, einer Flaschen Sambuca und einer Ziege da gesessen. Ja, wie gewusst, na scheiße, werden wir heute mit dem Chef heimfahren. So ist es dann auch gewesen. Mehr weiß ich nicht mehr. Ziege hat auch gut geschmeckt. Die war gut, Sambuca hat auch gut geschmeckt. Der 15. da nicht mehr, aber das ist ja wurscht dann. So, wo haben wir nicht? Ach Gott, wo bin ich stehen geblieben? Timsen, merci für 41 Monate. Hani, merci für 11 Monate. Schnucci, schöne Grüße in die Schweiz. Ich glaube mich zu erinnern. Merci für 36 Monate. Marvelmaniac, merci für 41 Monate. Gandri, merci für 16. Scovai, merci für den Zwiegel. Gesichtsgrätschen, merci für 32 Monate. Mike, merci für 83 Monate und alles andere auch.
Sie wissen, was ich meine. Herr Grantelhuber, merci für 15. Ocean Man, merci für dein Drilling. An die Liebe meines Lebens, schön, dass du wieder da bist. Hashtag no homo. Also wenn ich die Liebe deines Lebens bin. Puh, mein Leben ist im Arsch, Alter. Mr. Ocean Man, merci dir. Herr Hofer, merci für 85 Monate. Timmy Boy, Bürger, du musst mit Dono Show lesen. Na! Jetzt hab ich's gelesen, das glauben wir. Ander, merci für 50 Monate. Speckmeister, merci für deinen 10er. 5 mal 2 ist 10. Ja, du weißt es, aber es ist. Ja, du weißt es, was es ist, ne? Na, Alter. Stefan, mir ist für 88 Monate. 88 Monate oder 7,33 Jahre. Fuck you, ist das lang. Da kannst du mal Gift draufnehmen. Kirchmatz, mir ist für 7 Monate. Alex, mir ist für den Zwickel. Was? Ich bin on point G. Fridolin! Da haben wir wieder was. Aber sonst. Also daher sitzt du nie in eine Scheiße ins Internet blabbern. Mein Leben war die letzten 2 Wochen absolut sinnlos. Ich sag's aber, ich bin nur am Angelegen. Ich hab gesoffen, 3 Tage am Angelegen. Saufen, 3 Tage am Angelegen. Saufen, 3 Tage am Angelegen. Das war alles, was ich da hab. Geschichte beendet. War gut. hab ganz viel Filme angeschaut. Welche Winterextremsportathleten werden von einem Mobiltelefonhersteller gesponsert? Die Motorrodler grinsen das Smiley DASSD, wieder du bist, ich hoffe, es geht da gut. Ja, ich hab euch auch vermisst. Er hat's mir auch extrem abgegangen, leck mich am Sack. Hauptsächlich die Motorrodler sind wir abgegangen. Staudi, merci. Man of Man, merci für den 5er. Fridolin, merci für den 5er. Wi-Fi, merci für 80 Monate und dasselbe zu dir wie auch an den Mike. Du weißt, was ich meine. Herr Hochstöger, merci für 37 Monate. Hallo Drittbürger, welcome back, Chef. Wo ist ein Heisel? Das habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Mieze, merci für 36 Monate. Hallöchen, wie schön, dass du wieder da bist. Wir freuen uns alle auf die und mit dich und so weiter. Right in the Mau, Miau. Herr Franz, mehr als 47 Monate, schön, dass es den Hundi wieder besser geht, aber Daumen und Pfoten waren ja gedrückt und sind es immer noch. Ich mag jetzt nicht sagen, müssen es nicht mehr, aber es gelangt jetzt. Ja, bevor ich Bratzen aufhaulen, ist gut. Orca-Gesicht! Das hat früher Panda-Face geheißen. Na, das wollte ich schon lange mal wieder machen. Orca-Sepp! Welcome to the squad. Ab in den Chat, habe ich ja kein Sepp, wenn ihr mitmacht. Ich kann nicht verstehen, weil sie gar nicht mehr auskennen. In dem Chat ist kein normaler Text mehr drin. Ich weiß nicht, was das soll. Score gibt es halt schon wieder Mitgliedschaften umsonst. Hä? Kriegen die Leute, die nicht in 2 Wochen kündigt haben, ein schlechtes Gewissen, ha? Jetzt habe ich kurz gemeint, das Vollbis-Squad-Logo hat da unten einen Ladebalken. Das habe ich jetzt wieder für einen Schlaganfall gehabt, keine Ahnung. Wer war's? Score! Welcome to the Squad. Ab in den Chat, wer nicht mitmacht. Den kenn ich nicht! Das ist ja das Schlimme gewesen. Zahnball, merci. Schluss jetzt da, Kruzifix. So, wo bin ich, Stiebe? Vorder noch Squad. Sei! Nein, das ist nicht so schön. Nein, das ist nicht so schön, das machen wir nicht nochmal, das ist nix. Nein, das ist nix, aber war jetzt das so. Sei, irgendwas, habe ich die Ehre. Mir ist so viel Mitgliedschaft. Gott im Himmel, der Scrollbalken ist nur 3/4 Stunde lang. Ich lese jetzt nichts mehr. Gehen Sie mir jetzt für 28 Mal. Real good, mir jetzt für einen 10er steht, dass ich wieder da bin, das stimmt. Gefreut mich, dass wieder du bist. Ist ja gut jetzt! Rotes Herz. Was glaube ich eigentlich, ist ja gut, ich sehe sicher, dass es nicht gut ist. Das mag ich nicht lesen, dein Name ist zu lang. Maybrit, da, hier, du bist Maybrit ab jetzt. So, Maybrit, welcome to the squad. Ich verlange übrigens auch, dass du ihn Maybrit umnennst. Jetzt. Welcome to the squad. So, wollen wir? Wir waren jetzt dran! Weil leider wieder 15 Mal einer scheißen müssen. Ich fix, ich flipp aus. Wolfrick, merci für 51 Monate. Free Frankie, merci für 47 Monate. Glensheim, merci für 11,99 €. Kuss auf die Nuss. Dani, merci für 6 Monate. Heute merci für 10 Monate. Wer ist denn jetzt dran? Da der Glensheim. Ich bin tatsächlich auch einigermaßen, ich lese einfach vor. Haha, da hier, Bürger 1, ihr 0. Ich kann nicht richtig lesen. Heute merci für 10 Monate. Franz, merci für den 5er. Bürger, boah, leck in Liedschrift. Schön, dass du wieder da bist, endlich! Aber wichtig war es, dass es euch wieder besser geht. Ich denke schon. Und jetzt habe ich zurück. Wild Redeem, erst für 59 Monate. Der Fein noch 10, dann gibt es einen. Nice! Bornelgraben, erst für 62, Holm im ersten für 62. Wer ist dran? B1 RG3 Schedat, wieder du bist. Schedat.
Aber wichtig war's, dass euch wieder besser geht. Blaues Herz, rotes Herz, blaues Herz, rotes Herz, blaues Herz, rotes Herz. Ich sag selber, dass es rot oder blau ist! Goddammit! Ja, ich glaube, ich werde jetzt auch nicht anders einfach, als dass ich mir jetzt daher sitze und schnauf bis gar ist. Oder was soll ich jetzt machen? Ja, was soll das ist? Seid! Kannst du bitte einen Zwickel an... Was? Das ist ja klar, das kann ich lesen, das kann ich nicht lesen. Was für ein Zwickel? Kannst du bitte für einen Zwickel einen Schiller gerissen? Na, 5 Euro aufwärts. Zeit noch nicht vorbei. Hallo? Benzin kostet 2,50 Euro, ist besoffen. Soll ich nicht in den Tor kommen? Sag. Okay. Es ist fort, wenn ich einen Zapfhahn rausnehme. Hallo? Schiller, ich glaub, der mag seinen Zipfel an deinem... Was ist das? Scheiß, mir ist wieder Zwickel. Der Bundel kann man März für 62 Monate. Hol mich März für 62 Monate. Hat sie alle gleichzeitig Mitglied geworden. Habt ihr euch gedacht, da haben wir uns jetzt zusammen und... Was vergisst du mit der mittelhellen Hautfarbe schon wieder? Der Kfzler, Tim! Merci, ich hab meinen Hund am Donnerstag... Oh nein. Ganga bist Feischo G, aber schön, Nee. dass das A bissel besser geht und das A da immer wieder Verhältnismäßigkeit gut geht freit me Hashtag Herzalspam Hashtag Strepsenburger. So wird das schon immer genannt werden. Mann, wieso habe ich 4 Vornamen und keiner davon ist Stripsenbürger? Das ist meine Frage, die ich in den Raum stelle. So, irgendjemand hat seinen Hund eingeschläfern lassen müssen, weil es nichts mehr geholfen hat. Auch ein guter Stream. Herr Kfzler, ich glaube, es war noch nie so dermaßen true, wenn ich mich her sitze. Ich weiß ganz genau, wie es da geht. Du Kim sogar I wieder. I'm sorry. Das Smiley mit kaltem Schweiß. Hört jetzt auf mit der 5er und Schmeißerei, dass die jeden Scheißdreck vorlässt, die Alte. Was ist raus, die aus da? Müli, mir ist wieder ein 10er. Timli-Boy, mir ist wieder ein 6er. Herz als Spam, ab in den Chat. Ich bin's Jesse, mir ist für 18 Monate. Servus, Bier, schön, dass du wieder da bist. Haben wir schon gescheit vermisst. Jetzt war's 2 Wochen, jetzt chillt's mal. Ich hab über die dritte nachdenkt. Der zeigt nicht ab. Der zeigt nicht ab. Ja, aber jetzt sitzt er doch da. Was soll ich machen? So, haben wir jetzt eigentlich stehen bleiben. Da, hier, da, Timmy-Boy, gleich nochmal, nächste, da war FZler, Timmy-Boy. Hat einer geschissen für 5 Monate. Herr Weber, Messi wieder ein 5er. Herr Gerwin, schöne Grüße. Nein! Nein! Wieso segne ich den da nicht? Doch, da ist er, weil ich weit gut aufgescrollt habe. Marcel, dass du aus Österreich kommst, musst du auch. Wieder Bürger. Und dann gleich mal Österreich. Hashtag Lieblingsnachbarn. Nach dem Herzalspam, Hashtag Lieblingsnachbarn in den Chat. Marcel, ein 100er ist zu viel. Ein 100er ist einfach zu viel. Aber jeder Arbeitnehmer kriegt ja jetzt 1000 Jahre steuerfrei. Ist schon drin, ist okay. Ja, ist okay. Kann man einfach mal sagen so, ja, nimm. Jetzt haben wir es eh wieder. Ja? Sprit kostet jetzt nicht mehr 2,50 Euro, sondern 2,34 Euro. Ist okay. Da kann man schon mal einen 100er ausscheißen. Hallo? Das ist schon wieder genug Polit-Rant, ist schon wieder gut. So, wo haben wir stehen bleiben? Wenn dann da! Ich muss in der Liste zu. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Marcel, 100er ist 2, merci dir. From the bottom of my heart, was soll ich noch auch sagen? Ogmanik, merci für 41 Monate. Evi, merci für 15 Monate. Herr Gerwin, schöne Grüße aus dem LKW, wo ist er? In Augsburg ist er. Schöne Grüße nach Augsburg. Wenn dann da, merci für 62 Monate. Habe die Ehre, hat der Bürger früher Splinter Cell gespielt? Nicht wirklich. Wie ihr alle wisst, ich bin jetzt so der Stealth-Fan. Stealth. Wer sich da noch drüber erinnert, absolutes Pro-Gaming. Merci dir. Check der Ripper, merci für 57 Monate. Was ist denn da wieder? JB-Buchsen, Alter. Jetzt kann er nicht mehr! Die 1000 haben wir einen Sprit gezahlt. Ja. Und was tust du nächste Woche? Willkommen zur Leide meines Lebens. Hashtag Full Homo Stinky Cheese. Geil! Full Homo! Bin sofort dabei. Der sexuelle Belästigungspand. Was ist ein Pand? Hey, JB! Welcome to the Squad. Ab in den Chat. Merci für die Mitgliedschaft. Da gibt der nächste einer, der lehnt nix. So, aber bitte, wir machen jetzt, Kim, lass die Liste jetzt durch, die ist jetzt, ja, die ist immer noch lang, Alter. Kim, Alter. So, haben wir's jetzt, Kruzifix, merci für alle neue Mitgliedschaften, was ich mit den Namen merken kann. Das ist noch schlimmer wie in Lenz oder meine geheißen, der Feuerwehr, der Feuerwehr. Gut Ding, der Feuerwehr! Die hab ich mir übrigens auch alle angeschaut. Da kommen wir nachher dazu, was ich so da bin in den 3 Wochen. 2 Wochen, Entschuldigung. Also Saufer, 3 Wochen Pause, einfach nur auf der Couch gelegen und Filme angeschaut. Ich hab alle Jurassic Parks angeschaut, ich hab alle Flucht der Karibik angeschaut. Was hab ich noch so angeschaut? Dann hab ich mir angeschaut War Machine.
Da mag ich den Schauspieler gern. Der Film ist auch gar nicht mal so schlecht, obwohl es eigentlich ziemlich kitsch ist. Aber da ist mir erst einmal so wieder so richtig aufgefallen, wie dermaßen schlechte neue Jurassic Park Filme und so dermaßen schlechte neue Fluch der Karibik Filme sind, die verursachen körperliche Schmerzen beim Anschauen. Ja, und ich habe so schon von meinem Mandling Kreuzweg gehabt, dass ich mich nicht mehr erinnern kann. So wie es ist. So, wo haben wir? Leon Mercy wieder in 10, Herr Grotzer Mercy wieder in Zwiegel, Herr Holzende Mercy wieder 20 Monate, Feier Holzende, 20 Monate, deinen Namen mag ich behaupten, habe ich noch nie gelesen. Der Remoste hob mi Show Feu auf Heid G, Freit auf geht's Bierkrüge, Schene Grias aus Österreich, Bierkrüge, Smiley. Bierkrüge, Smiley mit lachenden Tränen. Nicht nur du. Fühlt sich auch wieder ein bisschen gut, dass man wieder einigermaßen da ist. So wie es ist. Ich kenne mich. An das Loch und da saufen 3 Tage liegen bleiben und keine Ahnung, einfach haben wir nichts da. Da gewohne ich mich sehr gern, sehr schnell dran. Deswegen hat die 3. Woche also richtig schön mich angeschaut. Ja? Die hat mich angeschaut, als mich jetzt mal einen Faucher und gleichzeitig an die Gackerlspein. Und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Was soll ich machen? Jetzt auf mit den goldenen Rahmen umeinander zum Scheißen, so lange war ich auch nicht fort. Kruzifix. Wo haben wir einen Stehen bleiben? Ich habe überhaupt nichts so, also da sitzen und umeinander bleiben wie geistig Behinderte. Und jeder außerhalb... Gibt es den Mitgliedersound irgendwo zum Downloaden? Das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube schon, der ist irgendwo im Discord angepinnt. Aber ich glaube, da wissen meine Mods besser Bescheid als ich selber. Ich glaube, irgendwo ist er angepinnt. Da kannst du ihn runterladen. Ich weiß aber nicht hundertprozentig. Im Discord. So, wen habe ich jetzt übersehen? Sebian Mers für 26 Monate, Alexa Mers für 58 Monate, Firestarter Mers für 23 Monate, Holzene Mers für 20 Monate, Herr Grotzer Mers für ein Zwiegel, Herr Bampal Mers für ein 10er, Sumsel Mers für 27 Monate, I25 Mers für 41 Monate, der Flo Mers für 67 Monate, Feuerwehr zu Vollfall Mers für eine 25 €, Sturmler Kai Mers für 46 Monate, du bist ja schon viel länger dabei, oder? Die weiß ich sogar aus den allerersten Streams noch. Da hast du aber erst sehr spät dazu entschieden, eine Mitgliedschaft abzuschließen. Ist aber mir scheißegal! Kruzifix! Timmy Boy Mers wieder ein 5er, was ist da? Birgit, ich bin nicht daheim, bin in Costa Calma. Wo ist das wieder? Hab ich den Urlaub fahren kann? Achso, deswegen gibt es jetzt auch 5er und keine Euros. Verstehe, ich weiß nicht, du hast im Lotto gegangen. Was ist denn passiert in den 2 Wochen? Schön, dass dem Hund wieder besser geht. Ich denk mir, das war euch teuer, daher möchte ich an Klo einen Beitrag leisten. Und die ist mir scheißegal. Ich sag's, also natürlich ist es nicht scheißegal, aber in dem Bezug ist es scheißegal. Und ja, war's. Da kannst du mir Gift draufnehmen, Alter. Kasper! Das ist so der Kasper. Jetzt finde ich den in der Liste. Ich weiß es nicht. Habe ich mich da schon bedankt? Wenn ja, dann bin ich schon drüber gefahren. Wenn nicht, dann bin ich hinten dran. Ich bin maßlos überfordert, das habe ich schon so lange nicht mehr da. Timmy Boy Mercy, Ego Mercy. Der Chef steht wieder lachen zum Singen. Ich hoffe, ihr habt Zeit auf und irgendjemandem kann ich mit die Behindertengebrülle Aloha auszuzeln. Ich weiß zwar nicht warum und warum da jemand los soll, aber das werden wir dann schon sehen. Neben der Costa Concordia. Oha, das geht sogar. Was geht sogar? Wie oft muss es dir jetzt eigentlich nur sagen? Kasten Hopfentorpedos via den jährlichen Abende. Ja, ich sag's wie es ist, Alter, die Abende waren nicht gemütlich. die waren in meinem Alter hochgradig anstrengend, aber mit dem Dreier von Druck geht's noch. Tom, da weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Kruzifix! Wir kommen aus einem scheiß Kindergarten! Was? Dammit! Alle Chris, Alter, mit 97 Monaten. Wie oft habe ich es dir schon gesagt habe, weiß ich nicht. Aber weh, du hörst bei 100 auf, dann komm ich noch. Da dreist dann um. Da will ich dann lästig, wenn du das bleiben lässt. Dann will ich lästig. Na. Dann kannst du deine Hilfe selber übersetzen. Joke! Ja, so, Herr Bayertom, merci dir. Chris, merci dir. Mitchell für 24 Monate. Merci Kasper, merci für den Zwiebel. Tobias, merci für den 20er. Herr anderer Tobias Merz für 16 Monate oder vielleicht der gleiche, ich weiß es nicht. Oh Gott, ich höre den auf. Was haben wir jetzt wieder beim Minuzifix? Klar, Schiller Merz für den Zwiebel. Macke mit dem Gacke. Was tust du mit dem Gacke? Hast du gedacht, du treibst dich auf den Macke Gacke? Warum, Mann? Merz für 25 Monate und der jetzt zurück. Merz für Mr. Gärtner, Merz für 160 Monate. Wolfrick, Merz für 5er nochmal. Wie nennt man einen Killer mit 2 Ärschen? Den Assassin. Ach, Kim, hau ich doch dein Maul! Da ist nichts Besseres rausgekommen, wie ich 2 Wochen nicht da war. Hallo? Ist ja gut jetzt? Tobi schreibt nicht der gleiche, gut. Ja, ausnahmsweise kenne ich den. Nino Zifix, Merz für 31 Monate, Lausbur, Merz für 36 Monate. Hört schon jetzt auf mit 5er und mehrere, weil die jetzt Scheiß vorlässt, ich will's nicht hören! Nein, ich kenne ihn nicht! Weil's Show wurscht ist, Weiß scheiß I Anno an 10er her. Da ist nicht.
aber ich nimm ihn. Kein Pflücken, erst wieder ein 10er. Stau im erst wieder ein 5er, der gechillt im erst für 86 Monate. Jetzt kommt der Timmy-Boy und dann haben wir noch 3. Bitte gebt's eine Ruhe jetzt. Gebt's halt jetzt eine Ruhe, damit ich wenigstens mal 5 Minuten was erzählen kann. Dann müssen wir einen Backel aufmachen, dann müssen wir dem anderen sein Video anschauen, das Gefühl 8 Jahre dauert. Kruzifix, Alter. Wer ist denn jetzt dran? Zaps! Das ist ein guter. Muss man mal schauen. Was hören wir noch mehr? Was macht Marvin, da Chef 2 Wochen nicht du ist? Resident Evil 1 bis 6 durchzocken und die CGI-Filme dazu anschauen. Bin jetzt offiziell Resident Evil süchtig. Dann habe ich eventuell eine gute Nachricht für dich. Mir dürstet es nämlich nach einer Retro-Reise. Aber da kommen wir später dazu. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sapse, du hast da absolut recht. Gefällt mir, dass du Resident Evil gefällt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag da die Filme jetzt nicht schlecht reden. Alle anderen, die Filme seitdem es gibt, kennen, wissen, was ich sagen will. Sapse, danke dir. Kein Fatzer! So, Zampal, du bist jetzt der Letzte. Ruhe wo. So, jetzt machen wir hier Sound aus. Desktop-Audio, das ist das Falsche. Das machen wir aus. So. Haben wir es jetzt, ja. Dankeschön. Ich schwitze, Herr Wing. Da soll ja mal noch einer sagen, das ist nicht verdient. Okay, so, haben wir es jetzt? Nein, der Grantler muss noch schnell Scheiße, jetzt gib mir Ruhe. Lasst mir da was erzählen, Alter. Kruzifix, verzeiht den Scheiß dann ab im Video, verdammt nochmal. Ja, das. Ja. Habe ich irgendwas zum Werfen? Nein, aber nicht. Ich habe ein Nasenspray, hab ich, was? Und jetzt geht's wieder. So. So, servus, bin wieder da. Wer nicht weiß, warum ich die letzten 2 Wochen nicht da war, schaut sich den Stream von vor 2,5 Wochen an. Wer das nicht tut, dann ist mir auch wurscht. Bin wieder da. Natürlich zieht sich die Geschichte schon noch eine Zeit lang, so ist das nicht. Aber das Loch ist, glaube ich, erstmal vorbei. Warum? Der Hund ist wieder fit. Heilige Scheiße. Phase 1. Das war so knapp. So. Wir haben gemeint, sie ist liveig. Hat ein live Stopp! Wieso ist der Ton nicht aus? Jetzt sieht das aus. Habt ihr den bloß ich gehört oder habt ihr den auch gehört? Leiminger! Jetzt für 3 Monate. Nur noch 97 zu die 100. Nehme dich beim Wort. So. Cooldowns sind auf alle Fälle aufgeladen. Das heißt nicht, dass jetzt wieder jeder mögliche Scheißdreck daherkommen kann. Ich war jetzt echt einmal gern wirklich zufrieden, wenn dieser Scheißplanet sehr mal der Zeit Start hält. Tut er nicht, aber das sind wieder andere Sachen. Aber die richtig kreislichen Sachen, die sind vorbei. So. Nochmal. Das mit Emma war so knapp. Um das ein bisschen zu erzählen, was ist da los? Wer ist Emma? Die Emma ist eine von unseren beiden Hündinnen. Die Große. Ich habe ein bisschen im Discord gepostet, letzte Woche am Sonntag. Da ist dann wieder das erste Mal daheim gewesen. Und so weiter und so fort. Vollgestopft mit Antibiotika und keine Ahnung. Und das 2 Wochen lang. Und am Dienstag vor einer Woche haben wir es dann nochmal hingebracht zum Fadenziehen und nochmal Werte überprüfen und den ganzen Scheiß. Alles tipp top. Wunde, das ist in ihrem Bauch, ist ungefähr so ein 25, 20 cm langer Schnitt. Ihr ganzer Bauch um die Gebärmutter herum und so weiter und so fort war voll mit Eiter und richtig hart. Die hat bei uns, wir haben gemeint, sie ist liveig. Die hat aus der Nase, das haben wir mir nicht gewusst, weil wir es nicht gesehen haben, sie hat sich auch so verhalten, als wäre es liveig. Und die war einen Tag vorher, bevor wir es da an dem Mittwochnachmittag, das habe ich auch im Stream erzählt, zum Doktor zur Not-OP gefahren haben. Ganz normal. Und auf einmal halt nicht mehr. Und dann wird die da hier Ultraschall, keine Ahnung was, und dann sagt die halt sofort, und ich habe sie an ihrem Blick gesehen, so mit Uff. Und dann ist halt für die Frau ist auf alle Fälle mal die Todeswelt zusammengebrochen. Für mich natürlich auch, aber irgendwie versucht man es halt wegzutanken. Da ist das noch einmal gegangen, aber dann war Schluss. Und dann hat es die Not-OP gegeben. Dann war der Hund eine ganze Woche lang beim Tierarzt dort in Zwinger und in Behandlung und keine Ahnung was. Aber sie hat jeden Tag, ist ein bisschen besser von den Werten geworden, jeden Tag ein bisschen fitter, jeden Tag ein bisschen das und so weiter und so fort. Und OP gut überstanden. Die ganze Medikamentenscheiße gut überstanden, das war ja auch nichts Gescheites. Ich meine, wir kennen ja den Hund, der war vorher schon ein bisschen autistisch veranlagt, aber wir haben dann die Vermutung gehabt, die hat während der OP einen Schlaganfall gehabt. Das meine ich ernst. Die hat den Kopf so leicht nach links und es passt alles. Eine Kleinigkeit ist aber noch, irgendwas hat es in der Nase.
Und das ist nicht gut. Aber es ist, der Tierarzt sagt, wir waren auch heute nochmal beim Tierarzt, der sagt auch, es ist im Rachen ist nichts, dann haben wir es noch mehr röntgen lassen und was weiß ich, was alles. Und sie schnupft so nach innen, ab und zu mal über den Tag. Ich weiß nicht, wie das kann ich nicht anders nachmachen, wie so. Weißt du, wie ich meine? Wer Hunde hat, weiß das vielleicht. Und das beunruhigt natürlich anhand der Dinge, was die letzten Wochen so passiert ist. Aber Tierarzt sagt auch, wenn da was wäre, kann man sowieso nichts machen. Oder das kann man auch, was weiß ich, mit MRT nachschauen. Ja, dann weißt du, was es ist, aber du kannst das nicht operieren, weil in der Hundenase operierst du nichts. Und wir werden sehen. Triple F für den Tierarzt, könnt ihr gerne mal in den Chat hineinkacken. Zu denen habe ich mich eingestellt und habt ihr gesagt, fucking good job und vielen, vielen Dank. Die Alte ist wirklich krass. Unsere Viecher kommen dann nie wieder woanders hin. Sag ich auch gleich schon, wie es ist. Vielen Dank dafür. Hund geht's wieder gut. Und einen kleinen Rückschlag hat es noch gegeben. Letzte Woche am Mittwoch, wie wir es dann das erste Mal heimgekriegt haben, war es ein paar Tage da. Sie hat nicht gescheit gefressen. Das Problem ist aber halt, sie hat vorher schon nie gescheit gegessen. Weißt du, wie wir mir den Hund futtern müssen? Vorher schon. Die frisst nicht aus der Schüssel. Da muss sie, und das macht halt nicht ihn, das mache nicht ich, mache ich nur ganz selten, die kniert sie vor den Hund hin und hält ihr die Schüssel so. Weil sie sonst nicht isst. Und nicht einmal das hat es halt da. Und irgendwann dann so Tag für Tag ist es immer wieder ein bisschen besser geworden mit dem Essen, besser geworden mit dem Essen. Und ich muss die Tage so ein bisschen zusammenführen, weil, weißt du was ich vorher gerade gesagt habe, Vollrausch, ausnüchtern, Vollrausch, ausnüchtern. Ich kann einen Tag nicht mehr ganz rekonstruieren. Einen Tag vor Fäden raus, wo wir uns eigentlich gedacht haben, oh Gott, sie isst, morgen kommen die Fäden raus, alles ist super gut. Und auf einmal fängt es zum Kotzen an. Und egal, was wir zum Fressen gegeben haben, die hat alles gespimmt. Und dann haben wir schon gedacht, na bitte nicht jetzt. Jetzt ist die ganze Zeit zwar langsam, aber es ist nach oben gegangen, es ist fast wieder alles normal und jetzt fängt es zum Kotzen an. Please don't. Dann hat aber auch der Tierarzt gesagt zu mir, die hat jetzt 2 Wochen lang Medikamente noch und nöcher eingestopft gekriegt. Es kann schon sein, der Magen ist wahrscheinlich auf Todes gereizt und keine Ahnung. Da hören wir jetzt sofort auf damit. Alle Werte sind super, Wunden verheilt super, Antibiotika braucht kein Mensch mehr. Und dann hat es genau einen Tag gedauert. Hund steht auf, frisst. Ich bin knockert so durch die Wohnung gelaufen. Wahrscheinlich mit 4 Promille kann passiert sein. Und seitdem geht's wieder bergauf. So! Da sind die Mädels die Besten, die sind die Kümmerer vor dem Herrn und geben sie voll der Sache hin, bis es wieder läuft. Genau. Das ist übrigens auch eine Hauptaufgabe, meine Damen. Ihr wisst es bloß nicht. Meiner muss auch oft mit der Hand gefuttert werden, weil er so schlecht ist. Beim Schäferhund ist das aber wirklich ungewöhnlich. Aber gut, ich kann das nicht erklären, wie der Hund ist. Das weiß nur der Besitzer. Jeder kennt das, dass sein Hund ist so eigen, das kannst du am anderen nicht erklären. Aber erster Tag wird Emma kommen, das werde ich nie vergessen. Da draußen auf der Terrasse, erster Tag, Emma, ich komme von der Arbeit heim und die Bürgerin war natürlich da, hat den Hund abgeholt und bla bla bla. Haben wir gedacht, hier, da machen wir uns gleich mal Freunde und so weiter und so fort und nehmen Wiener Würstel mit, ist ja klar. Dann kommt so, heute das Wiener Würstel hin, was sie tut. Angenommen, dieses Wiener Würstel, so, schaut er fast so ein bisschen so aus, so. Das war so meine erste Begegnung mit der Emma, okay? Beim Gnädel dagegen, die glaube ich hat ihren Kopf in meiner Hosentaschen gehabt, wo die Wiener Würstel drin waren. Na, da müssen wir uns, wenn der mal nicht frisst, dann wird es hinterher befahren. So, haben wir das. Erledigt. Aber natürlich ist jetzt nicht einfach alles flap und alles weggehört, aber ich glaube schon, dass wir uns einigermaßen davon haben. Okay? So, bin wieder da, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich aus tiefstem Herzen. Die ganzen Kommentare unter diesem Stream und im Discord und was weiß ich, was alles sind. Ich glaube, da habe ich das erste Mal so ein bisschen verstanden, was ihr meint, wenn mir jemand schreibt so mit, oh, schwere Zeit, hast geholfen und so weiter und so fort. So ganz greifbar ist für mich trotzdem nicht, aber da glaube ich, habe ich zum ersten Mal so ein bisschen verstanden, was da meint damit. Vielen, vielen Dank dafür, okay? Und dass keiner umeinander bägert, weil ich jetzt mal 2 Wochen nicht da war. Ganz im Gegenteil, ich glaube, jeder Zweite hat geschrieben, 3, 8 oder wie was du tust. Und keine Ahnung, was für eine Scheiße. Ich habe darüber nachgedacht, aber ich kenne mich auch, dass wenn ich jetzt nur eine Woche da hätte und dann hätte ich es vielleicht nur eine Woche da und dann hätte ich vielleicht irgendwann gesagt, weißt du was, das geht vielleicht auch noch mehr einen Monat.
und das der wir nicht. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank. So! Jetzt muss ich erst mal was trinken, Alter. Ich schwitze wie eine Drecksau. Jetzt haben wir noch keine 5 Minuten nicht da gefühlt. Ja, doch eine halbe Stunde. Ah, ja. Das ist übrigens auch was, das Zeitgefühl hat sich in den 2 Wochen in Luft aufgelöst. Das war vorher schon krass, aber jetzt halt denken wir so, allein habe ich die 2 Sätze jetzt gesagt, dann sind 2 Minuten vergangen. Red ich in Wirklichkeit so? Und dann lese ich wieder ein bisschen was. Oder kommt es mir bloß so vor, als sei ich... Ich weiß es nicht. So. Hör auf, danke zum Song, wir haben danke zum Song. Nein, ihr habt immer einen Scheißdreck, habt ihr zum Song. Was ist das? Das macht keinen Sinn. Stimmt, der Bernie hat recht. Der Bernie ist wieder der Einzige, der bringt mich wieder zurück auf den Punkt, auf den Boden. Leider ist es Mitte April. In 2 Monaten bin ich schon eine Woche 40. In 2 Monaten, in 8 Wochen. Nein, nicht einmal in 8 Wochen. In 6 Wochen. In verfickten 6 Wochen ist das halbe Jahr rum. Hä? Sag mal, läuft da eigentlich eine Muse im Hintergrund? Hier kommt. Ah! Hört ihr das, wenn ich mich selber her? Neue Funktion. OBS. Kann man da das Monitoring ein- und ausschalten. Da läuft man. Warte mal. Da läuft immer noch Resident Evil Musik. Ja, die können wir gleich drin lassen, Resident Evil. Es ist ein bisschen schade, dass Resident Evil vorbei ist. Aber ich habe da so eine Idee. Ich habe nicht so ganz gewusst, was wir am Mittwoch spielen sollen. Ich habe jetzt da ins Discord einmal eingeschrieben, die Streamer Live Dingsbums 2, und mir denkt, haben wir nichts mehr zum Spielen? Spielen wir irgendwelche Behinderten-Simulatoren. Dann habe ich aber was gesehen, was mir der Mike, der Samcrom Mike, auch geschrieben hat. Resident Evil 1, 2 und 3, die OGs, sind jetzt auf Steam verfügbar, meine Damen und Herren. Und mir dürstet so ein bisschen. Ich habe Resident Evil 1 schon wirklich lang nicht mehr gespielt und auch lang nicht mehr gesehen. Und mich das selber interessieren, an was ich mich noch erinnert. Das war, glaube ich, ein cooler Nostalgie-Trip für unsere allgemein sehr alte Community. Dani, was da wieder los? Nimm's, weil halt, merci dir. Schluss jetzt mit der Rundonaterei. Felix, wir sind für 5 Monate. Hab Trutt. Wir werden alt, Mann. Das stimmt, leider. Ich mag's aber nicht hören. Retro-Reise. Da, der Riese-Mike. Riese-Mike wünscht dir Retro-Reise. Haben wir da, das Problem ist also ein bisschen Resident Evil, da ich halt schon gern fertig spielen. Die Retro-Reise oder mein Konzept der Retro-Reise damals war ja bloß ein bisschen in die Spiele reinzocken, um so ein bisschen zum sehen, wie es sind. Da können wir jetzt Folgendes machen. Wir können uns entweder jedem Spiel einen Stream widmen oder wir spielen eins davon durch. Und ich bin entweder dafür Resident Evil 1 und nicht das Remake oder irgendein Bullshit, sondern OG. Am liebsten da das ja auf einer PlayStation 1 durchspielen mit der originalen Flocker-Grafik und dem ganzen Scheiß, wie es damals war. Aber das ist was, wo soll ich jetzt eine PlayStation 1 herkriegen? Haut's ab, mir jetzt irgendwo eine PlayStation 1 fortzumschlagen, die da geben, da kannst du haben, Resident Evil, aber ja, nein, ich will sie nicht, geh weg. Oder ob man in Resident Evil 1, 2 und 3 einfach jeweils einen Stream einmal einschmeckt, so. Ob man Unterschiede kennt und so weiter. Auf Steam ist nur HD-Update, oder? Nein, da haben die Originale gekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber es gibt auch das HD-Update, glaube ich, und das Remaster. Alle durch, mehr gut. Ja, mir das schon. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das habe ich ja damals, glaube ich, bei Resident Evil 3 Remake Nemesis gesagt, dass Resident Evil 3 das von den Alten von mir am wenigsten gespielt ist. Da erinnere ich mich an gar nichts mehr. Das 2er ist das am meisten gespielte, eigentlich gleich auf mit dem 1er. Aber das 1er ist einfach so... Das 1er ist halt das 1er. Das ist vor 30 Jahren... Herr Schaffleck! Was macht Sachen? Triple F jetzt denn und mich freut's euch narrisch, dass alles wieder besser wird. Mein Bub geht's auch super. Jetzt bald schon halbes Jahr alt. Hashtag Blödschmerz. Gott sei Dank, dass ein bisschen bergauf geht. Gut, dass deinem Sonnemann gut geht. Gut, dass es euch gut geht. Ich hoffe, den ganzen Rest geht's auch gut. Herr Schaffleck, rein ins Viech. Dankeschön, 50 ist 2 und du weißt es. 1er OG durch und Dino Crisis OG gab es. Einen Moment mal her, ist auf, Bruder. 50 ist neidisch. Ich schaue mich gerade so ein bisschen, dass ich nicht mindestens 60 Sekunden wenigstens ausrast komplett, wenn da jemand 50 oder 100 Euro einwirft. Aber wir haben keine Zeit nicht! So.
Cooking Simulator 2 ist heraus mit Multiplayer, Kochen mit dem Flash, einen Haufen, habe ich auf der Wunschliste, aber das ist momentan noch sehr, sehr, sehr schlecht bewertet. 3 ist so, naja, 2 plus 4 waren pornös, auch zum Wiederspielen. Ich glaube, das 4er in Original interessiert mich nicht so stark, weil ich den Eindruck habe, da ist das Remake sehr nah dran. Sehr nah dran. Und das ist noch nicht lange her, wenn wir das gespielt haben, aber das originale Panzer Tank Control Resident Evil 1 mit seinen schlechten, echten Videosequenzen und so. Ich glaube, dass das eine richtig schöne Nostalgiereise ist. Für mich, ich glaube aber auch für euch. Für einige von euch. Und für die das Spiel nicht kennen haben, ist das vielleicht ganz interessant zum sehen. Und das Einser dauert auch nicht so lang. Vorausgesetzt, ich weiß noch irgendwas. Ich glaube, ich weiß auch nicht mehr viel vom Einser. Ich sag's, wie es ist. Obwohl es mir vielleicht iPad. Aber sobald es dann heißt, ja, du brauchst dieses Item und das ist dort, das weiß ich nicht mehr. Aber wir werden sehen. Für das habe ich euch dabei. Das dauert auch nicht so unendlich lang. Da schreibt jetzt gerade jemand Code Veronica und Zero war natürlich auch interessant. Das sind nämlich diese Ableger, die ich damals auch überhaupt nie gespielt habe. Von denen Spiele weiß ich gar nichts, außer von Videos ein bisschen was. Und mir kam zu Ohren, dass von Code Veronica oder von Zero oder wahrscheinlich sogar von beidem ein Remake in der Mache ist. Das spielen wir auf alle Fälle. Abwarten, Code Veronica kommt als Remake. Da, der Geibefehl hat es gerade gesagt. Und da darf ich das Remake gerne abwarten. Was war mit dem alten Silent Hill? Gibt es auf Steam? Weiß ich nicht. Was ist mit Eve? In der ersten Woche habe ich sehr viel Eve noch gespielt. Ich habe jetzt 2 Monate in das Spiel reingesuchtet wie geistig Behinderte. Jetzt baut es langsam ab. Es ist einfach so. So, ich logge mich schon nicht mehr jeden Tag ein und wenn dann nur kurz und tue so die nötigsten Sachen. Man, das kennt. Das ist dann, da merke ich bei mir so, ja, jetzt, ja, weißt du schon, jetzt wird es halt einfach so, ja. Ich habe auf ein paar bestimmte Leute gewartet, die sind leider nicht gekommen, aber gut. Die Musik von Code Veronica war so gut, ich hoffe, die bauen es einem Remake ein. Ja, da kann ich nicht mitschmerzen. Muss ich ausnahmsweise sagen, da kann ich nicht mitschmerzen. Aber die kehrten auch nachgeholt. Ich sag's, ich mag alle Resident Evils nachholen und anfangen der mal mit dem Einser. Einfach einmal so hey, vor 30 Jahren hat es so ausgeschaut. Birger, wie lange geht denn bei dir so eine Begeisterung? Das kommt drauf an. 2 Stunden, 2 Monate, 12 Monate, 12 Jahre. Kommt drauf an, was es ist. Dino Crisis 2 war halt auch was. Dino Crisis, stimmt. Was, wie, wo? Ich war da! Hedarion, das stimmt. Ich habe alle deine Booster aufgebraucht. Du warst zu dem Zeitpunkt nicht im Discord, sonst hätte ich dir die Booster getradet. Oder zumindest Hälften davon. Ich hab's alle selber gefressen. Ich sag's, wie es ist! Merci fürs Link hernehmen. Spiel endlich Gothic 1 und 2, bitte, danke. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Gothic ist mir einfach zu clunky. Das habe ich damals auch gespielt und ich habe es wieder ausgemacht und ich habe meinen Grund dafür. So, jetzt machen wir einen Backel auf. Sprengi! Wo ist der Sprengi? Sprengi da? Sprengi! Das hätte ich einfach fast daneben drum, Alter. So. Sprengi! Möchtest du mir jetzt erzählen, der ist am ersten Stream nach 2 Wochen nicht da? Wo ist der? Komm gleich wieder. Das jetzt schauen, wenn ich einen Sprengi daherzieht, gell? Der hat mir Scheiße geschickt, Alter. Ich sag's, ich weiß nicht, was er mir geschickt hat. Verpackungsmaterial. Sprengig, schaust du im Nachschau-Ding oder was weiß ich, was du tust, weil ich jetzt nicht nochmal eine Woche warte, bis du daherkommst. Gell? Rest ab ins Discord, Sprengi markieren. Los. Ich fange dabei mal das Auspacken an. Ich weiß nicht, was da alles drin ist. Das ist ein Sprengi, seine Handschrift. Ich seh's von da, dass er sich Vollgas mir gegeben hat, dass er normalerweise volle Kanone eine Sauklaue hat und dass er das entweder seiner Alten schreiben hat lassen oder seiner Mom oder auf alle Fälle irgendeiner Frau oder er hat das dann abgeschrieben. Wenn er kommt, hat frei. Ich hoffe, dass ich darf das jetzt einfach in den Säckchen drehen. Ja, Sprengi, wenn's da gewesen, kannst du mir sagen, dass ich irgendwas nicht in den Säckchen drehen soll, weil da irgendwas drin ist. Ich schau nicht mal nach, weil wir keine Zeit nicht haben. Hast du schon mal auf durchgeschaut, oder was? So, ich bin gespannt. Ich hab eine Vermutung. Erst einmal Press F für die Sam Crows.
die das Paket angenommen haben. Das habe ich nicht mehr gewusst. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Auf einmal schreibt mir der Mike so, ja, ich weiß nicht, ob das der beschissenste Zeitpunkt ever ist oder der beste Zeitpunkt ever. Da ist gerade so aufgekommen, dass so gerade alles so nicht so geil läuft. Ja, ich hab da ein Packerl vom Sprengi, Alter, das muss ich da irgendwie geben. Und ich hab mir gedacht, okay, jetzt halt. Aber der Zeitpunkt, ja, ich habe eine Vermutung, was drin ist. Wenn das drin ist, dann fahr ich ihm wieder heim, weil er nicht ganz sauber ist. Aber wir werden sehen. So, jetzt weiß ich mir auf. Da schauen wir jetzt. Lest mir erstmal den Brief. Lest mir erstmal. Lest mir erstmal den Brief. Außer es steht drin, was drin ist. Ich weiß jetzt auch nicht, wie. Sprengi! Warum müssen wir es denn machen? Du, was? Ja, okay, was habe ich noch erwartet? Was habe ich noch erwartet? Du bist nicht nur an deinem 28. Geburtstag besonders. Zum Brieflesen bitte Brille auf die Nase. Diesen hier. Oh nein, das ist ganz viele Letten auf der Nase. Wo kommt denn die her? Disgusting. Machst du abschlecken? Kriegst einen Fünfer. Oh, er hat wirklich einen Brief geschrieben. Ja. Zum 28. muss man. Halt dein Maus, Sprengi! Da ist nur eine Karten drin. Warum ein Geburtstagskarten, du Spacko? Was? Ich muss das Mikrofon auch noch dazu. Ich hoffe, dass man es hört. Aber wieso? So, die bleibt aber jetzt immer da liegen. Wenn man nicht bei irgendwas voll was Gutes oder Dummes gemacht hat. Alles Gute! Das hört sich ja auch wie ein Metal-Musi anstatt Feuerwerk. Da kommt eine Melodie auch noch! Ja, was soll ich sagen, ey. Ich leg die jetzt da hin. Und da lege ich die Tröte drauf. Kann einmal schnell jemand ein neues Mitglied werden? Damit ihr wisst, was jetzt ab jetzt in Zukunft geschlagen hat, bis es kaputt ist. Bis es kaputt ist. Da schreibe ich jetzt ein Datum auf, das sagt ich. Da tue ich die Schachtel weg. Geschissen auf das, was in der Schachtel drin ist! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Geil. Du bist ein Vollidiot. Ja, oh, hey, Donny! Donny! Donation Sounds sind aus, was? So. Geil, sprengen nicht mehr, aber da brauche ich nicht mehr die Scheiße labern, die ich sonst labert. Sprengi ist absoluter Umsatzgarant. Jetzt sind aber mit 4 Leuten Mitglied geworden. Hey, vielleicht sollte ich mal öfter dazu sagen, hey, werdet mal Mitglied. Das funktioniert das jetzt mal so, dass dann aber mit 5 Leuten auf den Mitglied-Button drücken? You serious? Ich hab schon kurz gemeint, ist kaputt. Doni, Hansi, Kili, Marcel, Schosche. Warum haben wir da nicht schon früher drauf gekommen, Sprengi? Hm? Ist er jetzt schon da mittlerweile einmal?
Irgendwo, Money, habe ich schon seinen Namen gelesen. Wo ist denn? Leid, seriously. Merci fürs Mitgliedschaften. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Welcome to the squad und so. Die Batterie heute den Stream nicht her, das sagt, ja. Sprengi! Erst das Paket oder erst den Brief? Nicht weinen, sonst muss ich auch. Schau ich aus, als da die gleich Dretz davon. Bist du. DD4? Dankeschön. Haben wir's jetzt. Hansi, merci, merci für die Mitgliedschaften. Sprengi, hat jetzt der Sprengi schon mal. Jetzt lest, sonst sitzen eine Stunde oder. Ich glaube auch, dass wir irgendwie eine Stunde oder sitzen. Also. So! Aufmerksam zuhören jetzt. Ist da hinten einer was um? Gott sei Dank nicht, sonst hätte ich ihn wieder heimgekriegt. Oh, in Klammern. Ganz oben, ein bisschen kleiner geschrieben, in Comic Sans. Geil, lest ihr leicht. Danke, Sprengi. Ob du diesen Brief im Stream vorlesen willst oder das Paket gänzlich on-stream auspackst, ist dir überlassen, ist mir einerlei. Sehr geehrter Herr Birger, als Dank und Wertschätzung für die unübertroffene Unterhaltung der letzten Jahre möchte ich dir heute eine Kleinigkeit zukommen lassen. Die ist aus deinem Mund. Ich überlege jeden zweiten Stream, ob ich die für 4 Wochen bann, weil du mir hier die Show klaust, mein Freund. Das Ding vergammelt ohnehin seit nunmehr 28 Jahren im Keller. Dann ist es nicht das, was ich gemeint habe. Ist vielleicht doch ein Haufen Scheiße, wer weiß das schon. Da ich mir nicht wirklich was aus solchem Sammelkram mache und wenn jemand dieses Sammlerstück zu schätzen weiß, bist du das. Dann ist vielleicht doch das, was ich mir denke, bloß was anderes. Und zu deinem anstehenden 28. Geburtstag kommt das ohnehin gerade recht. Ich habe das Ding damals von meinem älteren Bruder bekommen. Ist der genauso wie du? Einfach rein aus Interesse. Ja, bei dem ich unzählige Stunden mit im Zimmer gesessen bin, um ihm beim PlayStation-Spielen zuzuschauen. Dieses Resident Evil hatte es ihm wohl damals schon angetan. Ich habe es als kleiner Bub sicher auch unzählige Male angefangen, bin aber selbst nie weit gekommen. Du, wir haben ja ewig gebraucht. Wir haben ja Monate gebraucht, bis wir mit dem Spiel fertig waren. Als Kinder, als 10-Jährige. Ich glaube, dass wir erst fertig waren, wenn wir 12 waren. Auch möglich. Egal. Aber irgendeinen Schaden an dem Spiel muss ich wohl davongetragen haben. Ich erinnere mich noch daran, als 12-, 13-jähriger Kritzel-Comics gezeichnet zu haben. Unter anderem von genau dieser Szene, als der erste Zombie-Sepp den Kopf umdreht. Warum ich das Ganze damals als Präsident Stiefel betitelt habe? Weiß ich aber beim besten Willen auch nicht mehr. Lachsmiley. In Klammern, sämtliche Beweisstücke sind glücklicherweise leider nicht mehr auffindbar. Schade. Schade. Zufälligerweise war der erste Stream von dir, bei dem ich dabei war, der erste Resident Evil 3 Remake. Was? Am 6. in Klammern, am 6.4.2020. Bruder, das ist fast auf den Tag. Hätte ich mir nicht jetzt mal schnell 2 Wochen krank geschrieben? Ja, hätte der Bergdoktor nicht gesagt, du meine, wenn du so weitermachst, dann erlebst deinen nächsten. Nimm nicht mehr. Du hast mal 2 Wochen saufen, schlafen. Wird schon wieder. Das war vor 6 Jahren auf dem Tag genau. Fast. Fuck. Hab eigentlich auch gemeint, dass du schon früher da warst. Ich behaupte mal, wenn ich jetzt raten hätte müssen, dann hätte ich gesagt, da warst beim 2er, wenn wir angefangen haben, schon dabei. Aber gut, ist ja wurscht. Hättest du damals sowas wie Call of Duty oder Landi gespielt, wäre ich vielleicht nicht bei dir hängen geblieben. Du bist wirklich lang hängen geblieben. Das ist insane.
Ich wünsche dir viel Freude mit dem Stück und hoffe, es bekommt einen Ehrenplatz im Bürgerbunker. Nach wie vor. Es, wenn jetzt ein Haufen Scheiße auf einem Podest ist oder so, dann auch. Dann erst recht. Dann neben meinem Rennen. Aber ich tue irgendeine Folie drüber, damit, ja, nach 28 Jahren riecht man es nicht mehr. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Stück und hoffe, es bekommt einen Ehrenplatz im Bürgerbunker. Viele Grüße an den Vorstand, den Rest der Community und besten Dank an den Samcro Mike fürs Zuschustern. Hochachtungsvoll, Sprengi. Ist das draufgedruckt oder hast du das Original draufgeschrieben? Das Original. Ha! Ha, ihr Fotzen, ich bin der Einzige, der Sprengi-Autogramm hat. Fickt euch, see you am Mittwoch. Aber warum? Ich muss es richtig zitieren. Frag mal steht's denn, bin ich behindert? Hier, warum in alles in der Welt Präsident Stiefel, Alter? Sagt man in der Szene überhaupt einen Stiefel? Wir wollen nicht erwähnen, dass es schon 10 vor 9 ist. Ist mir auch scheißegal, wie spät das ist. So, wie es ist. Warum Präsident Stiefel? Hashtag Präsident Stiefel. Ab in den Chat. Okay, so, ja, jetzt müssen wir beiglauben. Sprengi, es ist mir ein Fest. Ich glaube, dass du auch der Einzige, glaube ich, bist, wo ich das Backel direkt durchgenommen hätte. Du bist wahrscheinlich der Einzige, wo ich es da hätte. Habt ihr das eigentlich schon gesehen? Mr. Mash! Wie bin länger da wie der Sprengi war schon immer da. Ja? So, ja? Hansi, messer wieder den Euro. Rest, ich habe jetzt keine Zeit mehr für Donations. Schluss jetzt. Danke für die Gratulwünschungen zu meinem 28. Merci! So, die Karten bleibt auf alle Fälle genau da liegen und da liegt meine Tröte drauf und die wird es leider Gottes noch sehr oft zu Gesicht kriegen. Das kommt später dann sehr wahrscheinlich in ein Regal hinein. So, jetzt trinken wir nochmal was. Oh! Shit, stimmt, da ist noch was PS da gestanden, das habe ich nicht gelesen. PS! Ich hoffe, dass Comic Sans triggert, dass mich... Fuck you! Fuck you! Ja, du jetzt! Das war ja das erste, was ich gesagt habe, oder? Ja, freilich, oben schon hier. Als hätte ich das gewusst. Präsident Stiefel, Alter. So. Präsident Stiefel, Alter. Das ist so dumm. So. Paket! Ist das wichtig? Ist das wichtig? Nicht? Ist das importante? Was habt ihr denn schon wieder für ein Delay? Der Mike sagt ja, okay. Ich hab wirklich noch nicht reingeschaut. Ich hab keine Ahnung, was drin ist. Das heißt so ein unkamperte Scheißschachtel schon wieder! Du hast noch mehr erzählen. Das ist mir nicht in Comic Sans. Da warst du wieder zu faul. Weißt du, das ist WordPad. Da warst du wieder zu faul. Sagst du, was ist? Ah, scheiße, ich muss ja schnell irgendwas zusammentippen. Ja, jetzt ist auch schon wurscht. Da gib ich mir, da mache ich Comic Sans. Nein, da nicht, da nimm ich das WordPad. Ein Editor. How to aufbauen. Phase 1, Schutzfolien abziehen. Phase 2, das Bluttack um die Figuren entfernen, dient nur der Transportsicherung. Irgendwas hat geschehen. Mit dem scheiß Ziel los mit gespoilert, du Penner. Glaube ich. Da steht ein Dreier drauf. Und an der Seite ein Zweier, ich sag aber noch nicht eine. Oder Milchglas! Ich tue jetzt mal das Ding außerheben und schau, was passiert.
Irgendwas ist noch drin. Ich tue jetzt das Backel mal weg. Schutzfolien abziehen, hat's geheißen. Ich mach das ganz langsam. Resident Evil reimt sie auf Präsident Stiefel. Gott im Himmel, du warst als kleiner Bursche so behindert. Oder? Sag's! Sag's! Der Joke Brother hat's rausgefunden! Resident Evil Präsident Stiefel! Du warst vor 25 Jahren schon so! Oder? Irgendwo muss er herkommen. Das ist perfektioniert. Perfection. Perfekt. Ich muss sogar behaupten, dass Präsident Stiefel auf Resident Evil. Wulfric, du musst noch sehr viel lernen. Du musst nur da bist, du bist jetzt. Alter, da feit's er. Leg mir am Sack, feit's da. Fällt dieses ganze Konstrukt auseinander, wenn ich jetzt den Tesafilm da rundum weg tue? Wird der mir jetzt da? Ich weiß auch nicht. Ich mag's nicht mehr angehen, weil da drin irgendwas schäbert. Aber sehen wir es nicht. Du willst es einfach hoch, wird schon passen. Schlau, ich bin aber ja mit 3 angefangen statt mit 1. Kriegen wir schon. Ich züge jetzt schon mal im Ohren sein. No ist nichts auseinandergefallen. Greenscreen Ops bauen, Kollege. Komm nicht hin. Aber den müssen wir dann, glaube ich, abschalten. Bist du nicht ganz dicht? Ah ja. Da sind wahrscheinlich Sachen festgeklebt gewesen, die haben jetzt da halt natürlich nicht mehr, aber ich habe gerade eine Verpackung gesehen. Deswegen habe ich auch gerade den Mund so aufgerissen. Wenn da jetzt drin ist, was ich meine, was drin ist. Mit einer verschissenen Originalverpackung. Geleck. Das Gummiknautschal zeigt zum Picker, hat sich ein bisschen da drin. Ja, warte, ich zeig's euch mal von innen. Ja, man sagt nicht so viel. Ist durchsichtig. Nichts passiert, war bloß der Boden. Geleck. Geleck. Hast du eine verfickte Ahnung, wie alt das Ding ist? Also er schon, ich rede jetzt mit allen anderen. Der Hank
Ich weiß nicht, warum der Hank. Warte, kann ich es euch sagen? Ich weiß nicht, warum der Hank Augen auf hat, als hätte er 15 Teile gefressen. Das weiß ich jetzt nicht so ganz. Wenn man denkt, das ist da vielleicht einfach nur so, ist halt so gezeichnet worden. Aus Versehen. Hoppala. Aus Versehen oder so. Aber auf der Schachtel von. Komm, wir scharf. Hat auch sich eine Augen, aber ist ja scheißegal. Ich lese vor. Includes authentic video game actions. Hunk. Aim and shoot action. Zombie. Tear up with. Na, wir. With tear apart action. Und wie geil. Wie kommst denn dort? Du bist du nicht ganz sauer. Kannst du nicht hergeben. Kannst du nicht hergeben. So, das war's. Mehr ist nicht drin. Jetzt springe ich. Oh, leg das einfach wie. Er hat so viel so Gummiknautschal-Zeug überall rundrum. Da ist der Mr. Hank mit einer Action. Wie dermaßen beweglich und wie viele Gelenke das Ding hat. Ein bisschen behindert steht er, glaube ich, in seiner Ausgangspose. Aber wir haben eine Knarre. Ja, wir haben eine Knarre. Hier. Knarre. Dann haben wir hier Schrotflinten. Die ist leicht gebogen, aber das kriege ich wieder hin, Tun sie sich nicht hinunter. Ah, jetzt weiß ich, warum das klebt ist. Gut, man muss auch dazu sagen, das Ding hat wahrscheinlich 30 Jahre auf dem Bugel. Ja, die haben den Arm wieder eine. Und, nettes Detail, wissen nur Pro-Gamer, wo das hier ist. Die ist wahrscheinlich da auf der Schulter gesessen, ich weiß es nicht, wahrscheinlich eher nicht. Da gehört es eigentlich auch nicht hier, aber ist egal. Da ist ein Rabe dabei. Alter, du hast halt sogar noch die Pistolen und die Schrotflinten, Alter. Die hätte angenommen, es ist der 6. September 1998 und ich krieg das. Um 18 Uhr, um 18:15 Uhr ist die Pistolen weg. Am 6. September 1998. Alter, wie geil. Alter, wie geil. Ich check nicht, wie du auf die Idee kommst, das herzugeben, du gottverdammter Irrer, aber... Und dann haben wir noch Ding. Wie gut ist das? Hier, da ist sogar Haferlschuhe, oder Dude. Ja? Mit ein bisschen Kleber unten dran, aber das ist wurscht, die mach ich schon sauber. Alter, wie gut ist denn? Das schaut ja richtig gut aus noch. Da ist nichts abgebrochen, die Arme funktionieren noch. Haben die zwei Gelenke? Nicht, dass ich da jetzt noch was abbrich, weil dann stiche ich mich selber ab. Ja, der hat nicht zwei Gelenke, aber der Fuß hat zwei Gelenke. Unter die Fuß. Der Hank ist ein bisschen, der hat ein bisschen mehr Gelenke dran, aber absolut geil. Was soll ich sagen? Das Ding ist halt ein wenig narrisch. Das ist ein bisschen narrisch groß für die zwei Figuren. Habe ich irgendwas übersehen? Leute, jetzt hört auf, ich bin am Sachen ausbackeln! Ihr könnt sich da hier Mitgliedschaften einer scheißen, ich hab die andere rothaarige, hab ich auch schon gesehen. Kruzifix, so, wer war die alle? Hier, Luna und Zaunerbur! Ist der neue Welcome to the Squad mäßig wie der Mitgliedschaftssound. Der Chat muss ab sofort selber kapieren, dass er Habitiere sagt. Danke für eine Mitgliedschaft, einen Kuss auf die Nuss. Das Ding war... Moment mal, Moment mal, das Ding da ist auch 28 Jahre alt. Oder hast du das jetzt, wie du den Entschluss gefasst hast, oh, schicke ich ihm, kaufe ich ihm so eine Vitrine dazu? Oder wie? Springer hat gerade gesagt, war 28 Jahre eingebackelt. Figuren vorne, die Pappe hinten rein, passt genau.
Das stimmt. Ja, ist jetzt in der Kamera natürlich ein bisschen schwierig. Gott im Himmel, wo du ihn das jetzt aber hin, dass es nicht kaputt gesprengt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Da kannst du mal Gift drauf nehmen, dass das... Da muss ich leider Gottes, was muss ich denn da abbauen? Irgendwas muss ich abbauen. Irgendwas muss ich abbauen. Nein! Luna! Fürs Hundi! Aber meine Katze ist auch so viel gezahlt. Ja, aber... Da habt ihr doch keinen 50er nicht gegeben, oder? Damn it! Luna, danke dir. Kruzifix. An das Dreads? Kannst du nicht genau erkennen. Falls ja, nice. Chillt's jetzt, Alter. Dankeschön. Jetzt du den Greenscreen wegen herst. Das hilft für nix. Aber sagt es keinem. Deswegen ist es auch so komisch durchsichtig. Da muss er die Kameraeinstellungen jetzt ändern. Das mach ich nicht. Mach ich jetzt nicht! Ich mag die Pappe da schon gar nicht mehr angelangen. Luna übrigens, ein 50er ist zu viel. Ich lese deinen Namen zum ersten Mal in Verbindung mit diesem Betrag. Das ist einfach zu viel. Das ist zu viel! Schluss! Aus! Pfui! Lippi, nur noch 4. Boah, der Lippi mit 96 Monaten. Bist du besoffen? Ich schwör's euch, ihr wenn's bei dreistellig aufhört. Hör ja auf. Hör ja auf! Lippi, merci dir. Das ist wirklich lang, Alter. So, kannst die Pappe noch mal singen? Hier. Ich kann ein bisschen was, Ich hab ja die Tear-Apart-Action noch gar nicht ausprobiert. Die müssen wir ausprobieren. Moment. Aber ich muss jetzt das leicht vorsichtig... Da ist glaube ich noch was drin. So Klebedinger hast du mit reingelegt. Sehe ich das richtig von da? Ich hab keinen Platz mehr. Wir brauchen später ein Foto im Discord. Das soll's kriegen. Vielleicht nicht direkt später, aber morgen. Ich muss das Zeug erst einmal sauber machen. Ja, kommt aus dem Sprengen seinem Dreck in den Keller raus. Nein, nicht die Folien runterziehen und so weiter, die ganzen Klebedinger, die haben sich da herin irgendwie verselbstständigt, da pickt überall. Da, hier, da, das sagt sogar schon, hey? Der Schwebekleber. Präsident Stiefels Schwebekleber aus der Umbrella Untergrund Factory. Subjekt Alpha! Es muss gar nicht an Emotionen, wenn jemand mitkriegt. Danke dir. Danke, Leute, alle. Kruzifix nochmal. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Himmelssackelzement. Was hat jetzt Luna da geschrieben? Ja, gehört so, Tiere sind super und besser als wir. Folge... Jetzt ist der Chat davor gefahren. Jetzt bleiben wir mal da. Folge dir schon lange und finde ich super. Deshalb dachte ich mir, ich gebe was zurück. Scheiße. Bin jetzt... Sie weiß, wer gemeint ist. Right in the Miau Miau. Herz auf jetzt! Kruzifix! Ja, Sie möchten gerne wissen, wann du mit TimGeo streamst. Was zum Fick ist ein TimGeo? Longleg Schul, merci dir, aber was ist TimGeo? Meinst du Yu-Gi-Oh? Die Frage ist halt bodenlos. Gibt's TimGeo? Habe ich wieder irgendwas versandt? Was ist das wieder? In Großbuchstaben nicht drauf reagieren. Nee, der nächste dran. Ne? Ich hab's nicht mit. Dini! Sprengen ist auch die beste Erfindung ever. Ich muss nicht mal antöten. Bestes Leben. Ich brauche nicht mehr in die Kamera schauen. Geil, oder? Alles gut zum Geburtstag, oder? Die Din, danke dir. Kuss auf die Nuss, so kann ich das jetzt da mal weg. Luna schon wieder, Kruzifix. Ah ja, und liebe Grüße ist ja, woher sonst? Sobald da zweistellige Zahlen dort, dann kommt's immer nur aus Österreich. Bei euch kostet der Sprit wahrscheinlich auch noch unter 2 Euro. Da sage ich nichts. Da sage ich ja, aus mit dem Geld. Luna, danke dir. Schluss jetzt. Kruzifix, wir müssen die Tier-Apart-Funktion müssen wir noch.
rausfinden, wie es geht. Ich weiß nicht, wie es geht. Warte mal, da ist eine Anleitung hinten. Zombie can be pulled apart, revealing his bones. Weh, ich mach jetzt da irgendwas kaputt, Alter. Ich trau mich nicht! Ich trau mich nicht! Es geht so zack! Na? Ja! das ist die Action-Funktion. Hier. Zombie ohne. Ich sitze den jetzt einfach da so her, lass bis um 10 Uhr in den Stream laufen und geh wieder. Hab ich halt gar nichts tun müssen, voll geil. Ich sag das, was ist, den Rest reiß ich da jetzt nicht raus. Den reiß ich da nicht raus, weil ich irgendwas kaputt mache. Kannst du vergessen. Spreng ich. Was soll ich denn da dazu sagen, Alter? Sprengi, vielen Dank. Das Ding kriegt einen Ehrenplatz und sobald ich es sauber gemacht habe, kommt ein Foto in Discord. Geil. Geil. Das Ding ist 30 Jahre alt. Oder halt 28. Du bist auf die Idee kommst, dass du das mir Vollidioten gibst. Und sogar die Plastikhülle, die ist so richtig schön geil gelb eingegilbt. 28 Jahre alt. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe Autogramm vom Sprengi und zwar Resident Evil Figuren, OG verpackt, auch noch, ihr nicht. Haha, ciao! So! Was ist denn das heute schon wieder, Alter? Jetzt ist 8:45, was haben wir? Wir müssen beim Bahako sein Video noch anschauen. Wir müssen es auf 2 mehr aufteilen. Das Ding dauert 1 Stunde und ein Viertel, Alter. Wenn ich da drüber labert, schafft man 5 Minuten Video und es ist 10. Sprenge die Karte und Risi 1 muss aufs Merch, ja? Ich glaub, der Wolfric hat irgendwann einmal irgendwas geschrieben. Du hast das nicht auf ein Jahresmerch mit irgendeinem Bullshit geschafft. And I took that personally. Schwengi, da wird uns schon was einfallen. Ganz besonders zum Präsident Stiefel. Und Resident Evil und Präsident Stiefel ist mit 2 Wörtern ein 5-silbriger Reim, der zu 100% on point passt. Das ist vergrenzt debil gut, ist dir das eigentlich klar? Shit happens! Oder ich lasse mich durch. So, jetzt mal ich schwitze schon. Herr Sith happens! Welcome to the squad und der ganze Rest natürlich auch. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. By the way, das ist wie man 2006 noch ein Cap kriegt. Möchtest du uns? Schreib mir, wenn du uns möchtest. Eins habe ich noch. Ein einziges. Wenn du es haben willst, kannst du es haben. Schreib mir aufs Team. Du bist der Einzige, den ich nicht persönlich kenne, den ich nicht von der Liste gejietet habe. Was soll ich machen? So. Alter, während dem Lernen die Musik, what the fuck? Was soll man? Eftel habe ich schon 3K. Wie? Mann, ich hör's im Ernst. Wenn du eins haben möchtest, wenn die anderen kaputt gingen oder sonst irgendwas, eines habe ich noch. Original verpackt da oben. Und dir da das geben. Für die Nummer da das da geben. Das ist ein bisschen, weil wenn ich jetzt da ist, das hat auch schon andere Leute gegeben, die ziemlich narische Sachen gemacht haben und so. Für die das ist jetzt vielleicht gerade unfair, aber die haben auch nicht gefragt nach dem Kappi. Kann ich jetzt sein, nicht so viel. Tauschgeschäfte. Hat der 3 Köpfe? Nein. Aber professionelle Kappi-Träger wissen, dass eins irgendwann angekranzt ist. Eins fürs Regal, eins zum Waschen, eins muss schön bleiben. Das zieht man zum Vorgehen, eins in die Arbeit und sonst irgendwo, das darf versifft sein und eins wird nicht angelangt. Hat schon Ahnung, der Typ. Ich will ja voll. Boah, leck.
Vielleicht gibt's doch mal ein neues Kapi. Vielleicht. Hab da so eine Idee. Luna, Dankeschön! So, und das letzte Mal für die Leckerlis. Unser ganze Speis. In der Speis steht mehr Essen und Gürtel für den Hund als für uns. Und da steht's, glaube ich, wirklich 10:1. Aber es wird investiert. Versprochen. Dankeschön. Hatte da gerade so eine Idee. So, wie machen wir das jetzt mit dem Behaken? Sollen wir das vielleicht auf Mittwoch verschieben? Sollen wir einfach am Mittwoch nur mal das gleiche machen, wir heute einfach her sitzen, dumm Scheiße machen und labern? Wir schauen mal die Hälfte heute und die anderen Hälften am Mittwoch. Wären wir nicht fertig, da ist 12. Und, habe ich euch auch erzählt, Frau hat eine neue Arbeit, die muss deutlich früher ins Bett gehen und deutlich früher aufstehen. Die war sehr, sehr dankbar, wenn ich heute nicht bis um 12 da umeinander blähe. Deswegen sage ich es. Terror Place! Aber die Ehre zurück, mehr als für 65 Monate. Ich hoffe, ich habe niemanden übersehen übrigens. Bergler Max, mehr als für 56 Monate. Timmy Boy, mehr als für den Euro. Luna, habe ich 25 Mal gelesen jetzt. Die Din und so weiter. Haben wir alles, passt. So, der Longleg-Schul hat aber gefragt, der Tim Gio, ach so, mit Tim Gio, das ist ein Typ. Weißt du, das macht er? Macht er so? Für den ersten Stream geht's schon, muss halt ab 10 leise sein. Das kriegen wir dann schon hin. Wenn ich für irgendwas bekannt bin, dann für mein zartes Stimmchen. Und meine ruhige Art. In Anwesenheit von 1200 Leuten. Nein, wäre doof, alles am Mittwoch. Ich will ein Feuerwerkkapperl, das da nicht aussitzt, der Honk außerhupft und ein Zombie in den Kopf wegschießt und im Hintergrund dann das Feuerwerk aufleuchtet. Und wenn du wieder zuklappst, geht's wieder von vorne los. Ja, geilste Scheiße. Altherren-Stream ab jetzt von 16 bis 18 Uhr. Ja, Überlegung war's schon. Dann deren wir halt nur bis 11:59. Lies mir meine Nachricht von meiner Dono noch. Hansi, um Gottes Willen, du glaubst, dass ich irgendwo dort dazwischen jetzt deine Nachricht finde? Doch, da finde ich tolles Klick gerade. Die Scheiße, den Stream zu claimen mit irgendeinem Song in der Karte wurde vertan. Ja, das stimmt. Das wurde ja die Scheiße vertan, mir einen Haufen Scheiße zum Schicken. Oder auf die Karten, die in Kamera halt einfach eine reale Mumu und einen realen Penis drauf zu malen und dann meinen Account zum Sperren. Auch vertan. Mein fette Mom schreibt, ich bin gerade zweimal in die Küche gerannt, weil ich glaubt habe, es Wasser rinnt oder beim Geschirrspüler ist was, dabei sind das die Hintergrundgeräusche vom Bürgerheim. Weiß ich nicht, lauf bei deinem Geschirrspüler, wenn er fertig ist, Resident Evil Theme von Requiem. What the fuck? Wo gibt's denn? Wieder Mause! Schön, dass du noch da bist! Am Mittwoch muss ich arbeiten, heute passt's. Wir schauen uns jetzt das an. Da dürfen wir aber jetzt auch nicht mehr lange umeinander pimmeln, weil sonst dauert es wirklich ewig. Ich drücke einfach so wenig auf Pause, wie ich kann. Ich weiß schon, das sage ich oft, wenn der Tag lang ist, es dauert genau 6 Sekunden und ich drücke auf Pause. Aber gut. Für die Leute, die überhaupt nicht wissen, erst einmal nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle. Ich weiß gar nicht, was ist denn das gewesen? Es fühlt sich an, als wäre ich von der Sommerpause zurückgekommen. Da eskaliert es normalerweise so. Aber was war denn dieses Bitchen? Fixletten, Alter. Dankeschön! Fuck! Bahako! Bürger, gib ich auf YouTube ein! So, für euch hat's doch schon jeder gesehen! Aber die Ehre gebührt ihm, das müssen wir uns anschauen. Der Mann hat was weiß ich wie viel Arbeit eingesteckt, den magst du gar nicht wissen. So, hier, Bürger Community Awards 2026, hat über 2000 Aufrufe. Du, ganz ehrlich, meine Videos, die ich jetzt mache, hätten auch nicht mehr Aufrufe. Sag ich dir, was ist? Da haben die von 25, das ist von letztes Jahr, genau vor einem Jahr gestreamt. Eigentlich ist ja das Ding schon seit 4 Wochen oder so fertig. Was macht da der Bahako genau? Der Bahako geht her, macht eine Umfrage im Discord, macht da voll die Excel-Dateien oder keine Ahnung, wie das gemacht hat. Ich habe mich nicht eingemischt, ich habe damit nichts zu tun. Das macht er einfach aus Jux und Dollerei. Und listet da irgendwelche Schnipsel aus vergangenen Streams aus, was da so passiert ist und so weiter und so fort. Im Prinzip ist, glaube ich, so ein bisschen ein Best-of. Und das Ganze verpackt er in so wie Oscars, Blätter hergeschmerzt und keine Ahnung was. Wir werden sehen. Und da drücke ich jetzt einfach drauf. Ich hab's selber noch nicht gesehen. Also ich habe mir die ersten 4 Sekunden angeschaut. Ja, das war's, weil ich irgendwann einen Screenshot braucht habe für die Ankündigung am Sonntag. Aber sonst nichts. Und jetzt machen wir den ganzen Bums dazu. Und dann hoffe ich, dass das so funktioniert. Oh, wisst ihr, was ich vergessen habe? Fuck. Ich hab keinen Chat. Fuck, an das habe ich nicht gedacht. Records. Muss ich noch was schauen?
What's that? What's that, brother? Hat wirklich irgendjemand erwartet, dass ich das behoben habe in den 2 Wochen? Ich auch nicht. Ich habe leider Gottes den Makro-Chat rechts unten nicht mehr da. Für alle im... Komische Sachen passiert. Egal. Für alle, die das im Nachhinein vielleicht auch anschauen. Ihr kennt euch im Nachhinein, jetzt pass auf, Bahako, du bist mit Sicherheit da. Du hast mir vorher schon gerade geschrieben, es gibt eine Stelle im Stream, da kann ich aber eigentlich selber auch noch schnell nachschauen, eine Stelle im Video, besser gesagt, wo der Russenmann irgendwas claimt. Das ist bei 1 Stunde 4 und 19 Sekunden bis 1 Stunde 4 und 29 Sekunden. Meine Damen und Herren, die werden wir überspringen. Warum? Normalerweise ist mir das wurscht. Aber diesmal überspringen wir es, weil wenn ich dann im Nachhinein wird das Video geclaimt und dann wird es in einigen Bereichen wird's gesperrt und keine Ahnung was. Das kann ich beheben lassen, dann klicke ich, ja, lösch die Stelle außer. Aber sobald ich das tue, ist der Chat für den Nachschau-Squad weg. Und deswegen lassen wir das einfach drin und wir überspringen diese 10 Sekunden. Ich meine, von einer Stunde, es ist eher eine Frechheit, dass man von einem Video, das eine Stunde 10 Minuten lang ist, 10 Sekunden Audio claimt und derjenige, der das Video gemacht hat, nichts kriegt. Ganz im Gegenteil, also schon mal gleich gar keine Zero-Monetarisierung, 0 davon. Das ist eine Frechheit. Und gleichzeitig geht die Sichtbarkeit allgemein runter, weil wenn du keine Werbung nicht schalten kannst, bla bla bla, dann wird das auch nicht ausgeliefert, das Ding. Das ist ganz normal, ich denke, das sollte jedem bekannt sein. Darum, in den 10 Sekunden kannst du mitlesen. Was wir da jetzt aber brauchen ist, ich denke da nämlich in einer Stunde wieder mal nicht dran, sobald wir mir in die Nähe von 1 Stunde und 3 Minuten kommen, muss der Chat ausrasten, überspringen, und zwar 1 Stunde 4, 19 Sekunden bis 1 Stunde 4, 29 Sekunden. Wir überspringen 10 Sekunden vorher bis 10 Sekunden nachher. Im Prinzip die 1 Stunde, die 4. Minute überspringen wir einfach ganz. Oder ich mach zumindest einen Sound aus. So machen wir es. Sound mache ich aus, wenn wir mitlesen können. Passt. Oder eher überspringe. So, meine Damen und Herren, ich bitte um Ruhe. Wenn ich anfange, alle 2 Sekunden auf Pause zu drücken und irgendeine Scheiße zu mir erzählen, dann flamet's mir im Chat zu Tode. Müssen wir fertig werden. Los geht's. Geht um den MVP-Song, kannst du dir merken. Okay. Ich probier's, aber du kennst mich. Was das ist. Flitzigo! Hör auf zu mir. Als wäre ich ein scheiß fucking Wrestling-Star. Aber ich liebe es. Weil vorher im Chat gerade irgendjemand gefragt hat, saufst du jetzt auch Holy? Das tue ich schon seit 3 Jahren. Ich laber einfach, ich muss nicht zu damit. Das wird nicht geclaimt. Voll Schmacko. Halt doch dein Maul. Halt doch dein Maul, du Trottel. Das war also das Intro. Alles klar, Freunde, das kann nur besser werden. Live aus dem Foodlabel Theater in Landau, die Burger Community Awards. Wie machst denn das? Was? Wie zur Hölle? Da müssen wir uns mal unterhalten. Halt doch dein Maul.
Und hier ist der Host des heutigen Alter, Abends, ja. der Foodlabel Franz. Da würde die Stimme ist schon wieder ein bisschen leise. Hab ich das gefällt jetzt gerade? Jetzt ist das so. Oh, ich glaube, sein Gesicht hat ein bisschen gelitten. Servus, habe die Ehre. Ich bin der Foodlover Franz und darf euch ganz herzlich zu den diesjährigen Burger Community Awards 2026 begrüßen. Ihr habt abgestimmt und sogar noch zahlreicher als letztes Jahr. Vielen, vielen Dank. Alter, Lip-Sync. War Wir das blicken letztes Jahr schon gemeinsam auf das Lip-Sync? vergangene Jahr 2025 zurück. Ein Jahr voller Ereignisse liegt hinter uns. Und nicht nur fanden im März die ersten Burger Community Awards statt, auch wurde im Dezember das erste Burger Artbook vom Chris, dem Schöpfer vom Trachtman, veröffentlicht. Neben all den Motiventwürfen und deren Entstehung könnt ihr sogar auch selbst künstlerisch tätig werden, indem ihr zum Beispiel Bildchen ausmalt oder einfach dem Burger einen kleinen Pimmel hinzeichnet. Wer also Bock und 15 € übrig hat, geh sollte heute dein direkt Maul, mal der einkaufen gehen nach der Show. Lange habe ich überlegt, ob ich das drück Ganze jetzt wieder hier auf Pause. nochmal machen sollte, beziehungsweise überhaupt möchte. Rückblickend dachte ich mir dann, es war zwar streckenweise ziemlich monotones Arbeiten, aber das Feedback, vor allem auch während der Willkommen in meiner Welt. Live-Besendung vom Burger, ist dann doch Grund genug, eine weitere Show zu produzieren. Somit gibt es nun tatsächlich schon die zweiten BCAs. Und das noch bevor GTA 6 veröffentlicht wurde. Oder Wim Survivor. Oder ein bugfreies und gebalancedes Annex. Naja. Das Gute an der Live-Besendung war, dass ich auch direkt Ideen für die nächste Show bekommen habe. Zum Beispiel folgende Idee vom Burger. Dass du da eine Dreiviertelstunde ein Porno eingebaut hast, dann muss ich sagen, dann ist das der krasseste Troll-Move, den ich jemals gesehen habe. I fucking dare you! I fucking triple dare you! Ich muss auf Chat-Reaktionen warten. Wieso hab ich das letztes Jahr gesagt? Bin ich behindert? Aber dann war es bei dir auch schon gesperrt. Eigentlich wollte ich das dieses Jahr dann auch machen, aber jedes Mal hat mich beim Heraussuchen des passenden Films die Post-Nut-Clarity wieder von der Idee abgebracht. Schade eigentlich. Bevor wir weitermachen, möchte ich nur kurz darauf hinweisen, dass die allermeisten Witze heute in guter alter Ricky Gervais-Manier geschrieben wurden. Das heißt, dass die Gags heute primär auf Kosten vom Bürger gemacht werden. Fick dich Ich doch! gehe mal stark davon aus, dass der Bürger damit umgehen kann und weiß, dass Ja, es nur du, wenn irgendjemand in der stabilsten mentalen Phase seines Lebens ist, dann bin's ich grad. Herzlichen Dank auch! Spaß ist. Und wer von den Zuschauern damit nicht klarkommt oder die Gags für zu krass hält, kann ja zum Lachen gerne in den Keller vom Fritzl gehen. Oder in dein. Wisst ihr, was das hier ist? Nein? Kein Problem. Der Bürger wusste es nämlich auch nicht. Zumindest Oh, bis du letztes Drecksack, Jahr, als du er fast Beschissener. seinen Facebook- und Insta-Account komplett verloren hätte. Beschissener Es ist bis Drecksack. heute nicht genau geklärt, wie das passieren Ja, konnte. ich weiß schon, was passiert ist, wer aber das werde ich weiß dir schon, sicher wer nicht verzeihen. oder vielleicht auch, was ihn durchs Fenster so beobachtet. Und als wäre das für ihn noch nicht schlimm genug gewesen, musste der Bürger im Juni auch noch nach jahrzehntelanger Abstinenz körperlich tätig werden. Wo zum Fick hast denn das hier? Wo zum Fick hast du das Video hier? Wieso? Dem Bautempo nach zu urteilen, haben wir hier gerade den Spatenstich für den Baubeginn von Landau 21 gesehen. Aber am Ende ist es wie beim Lieblingssportverein. Hab ich das Man regt irgendwann sich einmal zwar hingepostet? regelmäßig auf, weil er unterirdisch spielt, aber beim nächsten Mal schaut man dann doch wieder zu in der Hoffnung, dass es besser wird. Bei den letztjährigen Awards gab es auch den ein oder anderen Kritikpunkt. Zum Beispiel meinte der Bürger im Hinblick auf die Animation vom Franz Folgendes. Die Animation wird schon eine KI gemacht haben, oder? Geht jetzt auch schwer, das kannst du nicht selber so animieren. Nun, und sowas lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen und hab halt einfach die komplette Show animiert.
Willkommen in der Zukunft, alter Mann. Das war aber nicht die einzige Kritik. Auch wurde von ihm mein Gesang bemängelt. Kritik? Müssen wir uns vielleicht beim Singen, einmal noch ein bisschen zusammensitzen und üben? Kann bzw. will ich zwar nicht nachvollziehen, auch wenn es vielleicht stimmt, aber wie heißt es so schön, Übung macht den Meister. Und genau deswegen dürft ihr heute öfters mal darunter leiden und meinem Gesang zuhören. Aber alleine üben macht ja auch keinen Spaß. Deswegen habe ich mir in Anlehnung an The Alters, ein Spiel, das wir letztes Jahr im Stream gezockt haben, Unterstützung besorgt. Begrüßt nun mit mir meine Klone Hans, Karl und Fritz und gemeinsam sind wir die 4 Foodlover und präsentieren euch den Burger Hoedown. Ich bin der Franz und ich bin heute euer Host. Das 2. Jahr in Folge und spreche jetzt in Toast. Der Burger ist nicht nur der Namensgeber, heut fett und langsam und von Jahr zu Jahr noch schwerer. Was in Gottes Namen ist denn mit dir? Und ich bin auch hier. Der Burger trinkt auch gerne mal viel zu viel Bier. Und dann jammert er ihm voll ins Ohr. Da hilft nur noch eins und zwar der Bergdoktor. Ihr fragt euch sicherlich, wer ich nun bin. Na, frag ich nicht, das hast du schon achtmal gesagt! Karl kennt ihr bestimmt. Ne Nachricht an den Burger können wir gerne senden. Wollt ihr gelesen werden, soll ihr 5 € spenden. Was soll Was stimmt mit dir nicht? Der kommt zum Schluss mit dem Namen Fritz. Ein Frauenheld wie der Burger, haha, war nur ein Witz. Das einzige, was seltener kommt als ein Freitagsstream, ist ja das Toni Fissel als seine Frau, die Burgerin. Seine Frau, Bei mir wird's Counter Nummer 2. Vielen Dank. Das war der musikalische Hoedown. Für die andere Art von Hoedown müsstet ihr Oscar Pistorius fragen. Und ich darf das. Ich darf das jetzt sagen. Hat der Foodlab bei Franz, war nicht kurzzeitig mal Krebs gehabt zwischen letztes Jahr und dieses Jahr? Was ist denn los mit ihm? Schau noch. Oder ist er wieder Jim Carrey austauscht worden und jetzt Asiate? Was ist denn da eigentlich passiert? Was ist denn mit dir, Alter? Das war ein Joke übrigens. Kommen wir zu unserer ersten Kategorie, bester Pro-Gamer-Moment. Die Liste der bin ich selber gespannt. dieser Kategorie Was ist zwar extrem also, kurz, keine Ahnung. ungefähr so kurz wie der Pimmel vom Burger, Ja, jetzt halt mal den Maul aber mit schauen deinem wir trotzdem Himmelwitze! mal rein, um zu sehen, wo der Burger uns mit seinem Du hast überhaupt Skill nicht gesehen! überrascht. Soll ich einen zeigen oder was? Kruzifixer. So, warte, bester Pro-Gamer-Moment. Platz 5. Amenti, Rätsel für Burger. Oh Gott. Schlange, Auge, Blume. Schlange. Ich check halt nicht so ganz, warum haben da manchmal 3 hintereinander und so. Da haben wir jetzt 3 Augen. Auge. Wenn ich jetzt da auf ein Auge gehe. Moment mal. Schlange haben wir 1. Auge, Blume. Auge. Blume. Da hat jemand mitdenkt, dankeschön. Kreizel. Löwe, 4-mal Löwe. Löwe. Blume, Schlange. Blume, Schlange. Schau, das sind Rätsel, die sogar ich schaffe. Ja? Das sind sogar Rätsel, die sogar ich schaffe. Das heißt, die Rätsel sind für geistig minder Bemittelte gemacht. Ist gut für uns. Ja, da hab ich aber recht. Unterschreibe. Und das sage ich genauso. Da halbe Zeit später sage ich es noch genauso. Dispatch, kluges Hacken. Dispatch. Ja. Verstehe nicht. Ich verstehe es ja jetzt nicht.
Oh, Hab schon shit. verstanden. They're after Coop. Hallo? They can try. Fuck those arseholes. Can you give her a heads up or something? Why you ahead of you, Bob? Ich meine, da kommt nur Bullshit, Schön das ist wirklich Pro-Gaming. Ja. So. Okay, stark. Platz 3. Versteh? Indiana Jones, Kugelrätsel. Ja, ich glaube, ich erinnere mich noch. Also ich erinnere mich auf alle Fälle noch an das Rätsel, aber nicht mehr, wie wir es gelöst haben. Schaut tatsächlich aus, als da die wissen, was ich da tue. Sag ich, wie es ist. Schaut aus, als da die wissen, was ich da tue. Check aber gar nichts, währenddessen ich jetzt gerade zuschaue. Ich weiß nicht, wo die Kugel kommt. Ja! Ja, die passt. Da müssen wir, die passt auch. Nein! Das ist ein Krampf, was du jetzt da hast, glaube ich. Also nein, da waren wir noch nicht. Weißt schon? Ah, ist der Fokusbieger. Fokusbieger ist da. Fokusbieger hat sich kurz verdroht. Das grenzt an ein Wunder, was da gerade ist. Leute, das ist ein Wunder, den wir mir da gerade noch mit zuschauen. Das ist ein Wunder. Das ist das gleiche wie der Jesus Christus letzte Woche mit einem Fisch oder so ein paar hundert Leute durchgeführt hat. Das ist das gleiche Level an Wunder, was wir da gerade beobachten. Alles das fährt durch wie Butter. Nein, der Gesellenprüfung habe ich nicht so viel nachdenken müssen. Da gebe ich den Prüfungssiegel. Nicht im Ansatz. Schaut gut aus, da fährt's durch. Wenn es durchgefahren ist, draußen Sommer, dann passt's. Was ich heute noch? Heute, direkt der Kalte. Hier. Was habe ich da für einen lustigen Schiebe eigentlich? Da hat man da keiner was gesagt. Hängt einfach da so ein Hader noch, aber. Das hat ja voll lang gedauert. Ja! Zu Recht, so leicht arrogante Haltung einnehmen, zuschauen, wo ich genau weiß. Gemeine Wies, oder? Ja, gemeine Wies. Ja, hier, ein bisschen den Nachdenklichen so. Perlen vor die Säue. Hat er recht? Hat er recht, der Typ? Hat er recht? Bis dann. Platz 2. Indiana Jones, okay, bye. Nochmal einen Indiana Von der Jones. Seite noch und hauen runter von seinem Festivalstuhl. Der Festivalstuhl. Ja. Das ist irgendwie komisch, seine eigenen Sachen noch zum Schauen. Locker! So was ich gemeint. Okay, tschüss. Okay, bye! Das ist ein Pro-Gamer-Moment! Platz 1. Battlefield 6, Sniper Elite. Was haben wir überhaupt gespielt? Heute nur ein bisschen stumpfes Geballer. Die sind immer unendlich lang dauern wird. Bitte helfen Sie mir. Hat das irgendjemand gesehen? Hat das jetzt bitte sagt mir irgendjemand, dass irgendjemand das jetzt in flüssigen 60 FPS gesehen hat, was ich da gemacht habe. Kommen wir nun zur Paradedisziplin vom Bürger, den Nicht-Pro-Gamer-Momenten. Diese Kategorie ist traditionell eine der stärksten und verspricht wie auch letztes Jahr schon jede Menge Spaß für den Zuschauer. Bester Nicht-Pro-Gamer-Moment. Platz 6. Creepy Tail 3, ja höher halt das Laufen auf.
So, da bleiben wir jetzt stehen. Ja, da hinten ist die Scheiße. Da, sechst das? Wie soll ich denn das machen? Das geht aus, sobald ich mich bewege. Jetzt seid ihr mal bei mir, ich mag jetzt nicht die ganze Zeit da. Gehen wir weiter. Dann bleiben wir da stehen. Ja, das ist halt ein totaler Schwachsinn. Ich check ja jetzt gerade nicht, was da eigentlich passiert. Ich sag's, was ist. Das geht ihm. Na, geht's nicht! Sobald ich hingehe, geht's aus! Ich check's aber wieder! Ich wollte, was soll das? Da! So, das waren jetzt 1. Da waren wir gerade mal bei 147, Alter. Boah, wir brauchen unbedingt einen Diff-Counter, der schneller geht. Ich laufe jetzt einfach. Was ist das? Stimmt, den kann man immer noch brauchen. Das kannst du vergessen. Ja, aber ich check's da jetzt immer noch nicht. Wissen, dann kann man, ich weiß nicht mehr. Bleiben, nicht bewegen. Das probieren wir jetzt auch noch schnell und dann schreibe ich ihm noch mit 2 Dinge. Einfach nicht bewegen. Es kann mich hören. Oh mein, oh mein. Tatsächlich einfach nur gehen, wenn das Licht da ist. Und auch jetzt, weißt du, das ändert nichts daran, dass ich sogar heute noch mir denke, das kann nicht so stumpf einfach sein, dass ich mich nur bewegen darf, wenn das Licht da ist. Da muss noch irgendeine andere Mechanik drin sein. Keine Ahnung, mein Hirn ist einfach komisch. Verdammt! Verdammt! Ja, unser Spey. Es ist nicht mehr lang hin. Ich hab sprichwörtlich den Tag, wo ich mir 100% sicher bin, seitdem ich mich als Spieler bezeichne. Als Gamer. Was labert ihr denn wieder für Zu meinem 5. Geburtstag habe ich einen Gameboy gekriegt mit Tetris und Spider-Man. Stimmt, bestätige. In 2 Monaten und 7 Tagen da ich mir 34 Jahre Gaming aufschreiben. Vielleicht einmal, ich sage mal, ich habe ab und zu mal, ja, eigentlich eine direkte Pause habe ich nie gemacht. Und dann lasse ich mich von so einer Mechanik verarschen. Ja! Ja! Das hat sich dermaßen angefühlt, als wenn ich mich bewege, dass das Licht ausgeht, dass... Komm her auf! Komm auf jetzt! Tu nicht weg jetzt, den Deppen! Platz 5. Ja, tu einen anderen Platz her jetzt. Das kann nicht schlimmer Flash, werden. schau nach oben. Flash, Ach so. schau mal nach oben. Scheiße. Ja. Was? Alter, der ist ganz unten. Der ist einfach ganz unten. Ich hab so ein kleines blaues Ding kurz vorbeifliegen sehen. Er ist weg. Nur mal ein Versuch. Ich hab nur einen Wodka. Ich schmeiß da Wodkaflaschen ab. Alter, wieso hat denn das bis 2025? Platz 4. Ich stell keine Fragen. Hier. Doom, aggressiver spielen, länger leben. Und wie in Eternal, je aggressiver das man spielt, desto besser lebst. Na! Das war kein Topf. Zero. Okay, den unterschreibe ich. Platz 3. Okay. Es ist halt so gut. Das muss ich muss kurz mal schnell auf Pause drücken. Ich find's ultra weird, sie seine eigene Sachen noch zum Schauen. Wirklich, das tue ich nie. Aber wenn so Sachen an der Zeit her sind und das da jemand außerpickt und so, danke dafür. Das ist echt geil. Das ist wirklich auch für uns selber lustig zum Anschauen. Das ist eine, ja, Kim. Merci, Alter. Alter, Schockmoment im Kühllager.
Hallo! Da haben wir uns eingesperrt, oder? da haben wir die ganze Scheiße gemacht und dann haben wir uns ins Kühllager eingesperrt und haben wir nicht mehr rausgegeben. Thank goodness you're here. Cheerio. Wird das schon passen, also. Keine Ahnung. Was heißt, ich möchte wissen. Ich möchte wissen, was Cheerio, was das ist. Ach verdammt, das heißt Exit. Du Vollidiot! Ich hätte es auch gerade wieder nicht checkt, ich sag's wie es ist. Ich hätte es auch gerade wieder nicht checkt! Gehabt! Platz 1. Peak. Flash läuft einer. Ich finde übrigens die Markierungen. Geh weg von dem Ding! Bist du besoffen? Ach so! Du Trottel! Ich hab mir gedacht, ich soll doch nicht. Ja, komm, leck mich. Nicht eine Lage. Ja, ping halt noch 10-mal. I'm a simple flash, I see a ping, I go in. Flash, da, die Lava, da muss deine gehen. Mein Gott, das gute Gegengift. Weil gerade jemand was schreibt, der Huber schreibt gerade, wir brauchen mehr Shorts mit genau sowas. Da überlege ich schon, seitdem diese scheiß Kurzvideos aufkämen, wie ich das irgendwie mache. Aber ich sag's jetzt einfach ganz gnadenlos ehrlich, wie es ist, während dem Stream fällt mir das nicht auf, dass das jetzt da gerade ultra lustig ist. Und nach dem Stream weiß ich nicht mehr, wann das war, beziehungsweise dass das überhaupt war. Da habe ich schon ein paar Mal, das muss ich und ich bin so ehrlich, ich sitze mir nicht nur mit 2,5 Stunden her und schaue meinen eigenen Stream an. Das tue ich einfach nicht, bin ich besoffen. So, jetzt muss ich schneizen. Ja, kein Schneidfaden! Egal. Und das dann selber zum Singen, jeder einzelne Clip davon ist das erste, was in meinem Hirn durchgeht. Warum hab ich da keinen Short gemacht? Warum hab ich da keinen Short gemacht? Weil ich mich an die Sachen nicht erinnern kann. Das ist so, ja, bei Hacko, da haben wir uns schon mal unterhalten. If you know what I mean. Und dann habe ich immer wieder mal gesagt, so, wenn irgendjemand sich eine Clips hat, einfach es gibt extra einen Clip-Channel bei mir im Discord. Aber ich habe ja da schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich euch diese Clips da auserziehen lasse, damit ich Shorts draus machen kann. Das ist das Hinterletzte vom Letzten. Aber weißt du, wie in Twitch, wo die Leute Clips erstellen, das geht in YouTube auch. Schon immer. Aber für das gibt es da die Clips im Discord. Das ist richtig. Aber das deren 2 Leute oder so. Weißt du, wie man? Und relativ selten. Da passiert nicht viel. Und aus irgendeinem von den letzten habe ich dann sowieso einen zusammengeschnitten. Ist wurscht. Da müssen wir uns auch anders mal drüber unterhalten. Das ist jetzt nicht wichtig. Wofür hast du eine Community? Nicht dafür, dass die meine Arbeit macht. 587 Mal haben wir den Dopf-Counter letztes Jahr gesehen. Spitzenreiter mit Abstand ist Split Fiction. Hier haben der Burger und der Flash sagenhafte 346 Tote kassiert, was bei einer Streamzeit von knapp 16 Stunden... Ohne Scheiß. Der war ein super netter Kerl, aber trotzdem im Nachhinein muss ich sagen, das Arschloch, das für dieses Foto verantwortlich ist! Hau ab! ...für 21 Depth pro Stunde macht. Nicht unbedingt knapp dahinter, auf dem zweiten Platz, ist Creepy Tale 3, wo sich der Burger 44 Depth eingefangen hat. Auf der anderen Seite ist er trotz 50 Stunden in Kingdom Come Deliverance 2 nur 28 Mal gestorben, was gerade mal einen Depth pro Stunde Wert von 0,6 macht. So, aber was waren denn jetzt die besten Depth? Ihr habt abgestimmt und hier sind die Ergebnisse. Kategorie Beste Depth! Beste Kategorie! Platz 6. Split Fiction, Scheißdreck zusammengefahren. Scheiße, hat er bloß Gaming-Momente. Wir kommunizieren ja da. Was soll ich jetzt machen? Automatik, Zoe, gib einfach Gas. Ja, geh mit dem Gameplay. Wir haben jetzt da einen ganzen Scheißdreck zusammengefahren, du die! Da merkt man an der Lache des Flash, Platz merkt man, dass er 5. sofort weiß, dass er selber versagt hat. Aggressiver spielen, länger leben. Ja, das haben wir letztes Jahr gedacht, dass noch manche Clips wahrscheinlich ein paar Mal öfter vorkommen. Aggressiver du spät, desto besser lebst. Was soll man da denkt? Und da geht's dann drum, ich weiß sogar noch. Kein Topf. Zero Depth. Platz 4. Are we there yet? Schlecht für'n Motor.
Warte mal, kann ich da unten eine? Nein, kann ich nicht. Alter, der Motor läuft da immer noch. Wenn der so schief, das ist voll ungesund. Gell? Weil er kein Öl mehr kriegt. Nuggets. Warum hab ich da Unterhosen auf? Platz 3. Ich weiß nicht, was passiert ist. Indiana Jones. Probleme mit Fenster. Probleme mit Fenster. Wenn wir da wieder rausgekraxeln müssen, nehme ich an. Uah! Nein, nicht! Ja, das war aber auch behindert. Da kann jetzt ich nichts dafür. Ja? Und ich überlege gerade die richtigen Worte dafür zu finden. Ihr glaubt es mir sowieso wieder nicht. Problem ist, dass der Depth-Counter nicht mehr funktioniert. Wir haben bei 557. War der da schon kaputt? Moment mal, wie lange haben wir den Depth-Counter nicht gekriegt? Alter, Indiana Jones war im Dezember vor einem Jahr. Der Depth-Counter geht erst wieder seit ein paar Wochen. Ja, wir sollen dann jemals wieder aus dem Fenster rauskommen! Was? So? Was? Nein! Ja, was ist das aber für eine Scheiße? Das sag ich von da! Okay. Das absolute Mist war! Kann ich nichts dafür! Platz 2. Ja, hallo! U-Boot. Kriegsverbrechen im 90-Grad-Winkel. 90-Grad-Winkel muss hier irgendwo... Da ist! Wie geil, dass so der Vogel geflogen sind. So. Der hat sich einmal hier nicht brennt. Das ist auch gut, das ist auch gut. Platz 1. Peak. Flash kommt wieder oben. Mir ist Brucko gerissen. Okay, ich komm wieder rein. Super. Bist du jetzt hier? Bist du tot? Danke, bist du tot? Ja, Mann. Schön, schön. Wunderschön. Oh mein Gott, Herr Bahako, das ist wirklich so Da schön die zum Show heute Anschauen. noch dumm genug wird, dachte ich mir, dass wir vielleicht ein bisschen was für unser Allgemeinwissen tun. Ja, unbedingt. Deswegen möchte ich euch gerne den Begriff oxymoronisches Determinativkompositum näher bringen. Es besteht im Grunde aus zwei linguistischen Kategorien, dem sogenannten Oxymoron, also einer Wortbildung aus zwei widersprüchlichen Begriffen, und dem Determinativkompositum, bei dem der erste Teil des Wortes das zweite näher bestimmt. Aha, gute Besserung. Klingt sehr kompliziert. Hier mal ein Beispiel. Das Wort kleinlaut. Ja? Hier ist nämlich laut als Adjektiv das Grundwort und klein das Bestimmungswort. Das Grundwort Können wir das bitte wieder so nennen wie in der Grundschule? Das kann ich mir auch noch merken. Ein Tunwort, ein Eigenschaftswort, was war das andere nicht? einschränkt. Wenn das Wort kleinlaut nun zum Beispiel auf den Bürger angewendet wird, könnte man sich die Zusammensetzung des Wortes folgendermaßen herleiten. Klein wie kleiner Pimmel, laut wie laut schreien. Und laut schreien Halt doch kann er deinen besonders Namen. gut und die besten Schreimomente kommen nun in der Kategorie Namenwort war's, Bester ja! Rage. Und ein Wie-Wort oder ein Namenwort war's. Beste Leben, Alter, der war die Welt nur in Ordnung. Bis du mit einem Substantiv dahergekommen sein und dann im Gymnasium Platz noch sechs. erfickt sein mit einem Scheiß. Kingdom Come Deliverance 2. Maul. Logi ist gleich Überwachung. Übernachtung. Logisch spricht man Logi und... Warum gehst du nicht mal zu ihm? Sag mal, wie viele Leute kommen jetzt da? Oh, ist das ein Ernst? Ich sitze da und sage mal, Logis und irgendwas. Oh nein! Schande über sein Haupt, der spricht keine Franzosensprache. Er kann Französisch nicht. Oh nein! Er lutscht nicht mit jedem zweiten Wort mindestens 4 Schwänze. Dann klären wir doch drüber auf. Das heißt Logis und ist das und das. Dein Maul! Ich glaube, er wohnt Okay. im Gasthaus in Maul! Hungerfeld. Das war's auch schon. Platz 5. Das meine ich, das ist was, das erzähl ich einfach so. Jetzt 2 Jahre später lache ich mich selber über meinen eigenen Dummschiss kaputt. Aber das merkt man ich nicht. Also, da komme ich gar nicht auf die Idee, dass ich da einen Short draus mache. Da, ich brauch euch. Da komme ich gar nicht, ich check in dem Moment überhaupt nicht, dass es lustig war. Verdammt nochmal. Bleachmarks. Download. Was ist jetzt da mit Download? Steam öffnen, bist du besoffen oder was? Wird aktualisiert.
Ich muss jetzt 18 Gigabyte runterladen. Was? Haben's dir ins Hirn geschissen oder was? Ja, könnt ihr dann, wenn wir uns... Okay, mal, leck mich doch! Ey, ungelogen, ich hab um 7:45 die Speicherz aufgemacht, da war nix! Mein Grütze, fix nochmal! Was braucht das bei 18 Gigabyte? Das ist ein Flip! Das ist ein Flip! Bleachmarks, diese Personen. Marcel, mir ist wieder ein Buch. Diesen Personen am Bildschirm haben sie offensichtlich ins Hirn geschissen. Die sind nicht ganz dicht, die sind nicht ganz sauber, die kehren weg. Ja, die kehren einmal zum Doktor. Da kehren auf alle Fälle einmal zum Doktor und da haben wir geschaut, ob da alles stimmt. Und wenn ich das tue und das sag, bin ich Arschloch. Sag's. Bin ich das Arschloch? Ja. Hat sie nicht ganz sauber? Ja, und ich hab meine Meinung keine Sekunden nicht kennen. Keine Sekunden nicht. Ich bin's auch, ja. Der Mann hat einen Kickerl am Kopf! Verdammt nochmal! Da kann ich nur den Kopf beilen, ne? Als hätt's der komplett einen... Wenn's der komplett einen Schalter legt. Wenn es dir komplett den Schalter umlegt, schaut das nicht so schlimm aus wie das da. Soll's doch die Verdammten! Weißt du, und dann die armen Viecher, die armen Viecher, ja, und ist jetzt eine Windel noch! Und dann kann man's wegschmeißen! Lass doch die armen Kickerl in Ruhe! Du brauchst ja nicht einen nockerten Kickel, den anderen die Leute essen können, um deine geistige Behinderung auszudrücken! Du Vollmongo! Du Fotzengrober! Kann man dem Mann... Weißt du, was ich mir denke? Kann man dem Mann mal 5 € spenden? Der hat recht. Ich weiß es nicht. Kann man da subscriben! Liken und subscriben! Muss ich wieder 2 Wochen lang kann ich wieder in Reha eiling, wenn man sich eine Scheiße anschauen muss. Wie mit Gehirn amputierten Volltrottel. Heilige Scheiße, ist das dumm. Das ist aber... Ja, das ist... Platz 3. Word, schreibt der Mike auch, ja. Bleachmarks, Social Media weg. Jetzt macht's einmal Facebook auf. Wer Facebook noch hat. Wer hat überhaupt noch Facebook? Na, ich hätte kein Facebook mehr, wenn ich da nicht tue, was ich tue! Diese scheiß Behindertenplattform! Von Behinderte gemacht, für Behinderte! Ja, so sieht's aus! Los! Ich kann euch die Antwort abnehmen, nämlich nein! Wieso? Weil irgendein Hurensohn in meinen Account irgendwie reingekommen ist und irgendwelche IS-Beitel von irgendwelchen staubigen Vollidioten irgendwo am Arsch der Welt post, die mit der AK und mit einer Islamfahne da umeinander fuchteln. Der Internetsprofi gehackt worden. Haha, lustig, Herr Geiser. Oh, voll Spaten, du Kreisliger. So, ich war halt sehr vorsichtig mit irgendwelchen lustigen Kommentaren, Freunde der Sonne. Sehr vorsichtig in den Momenten. Ja, ich weiß es auch, ich glaube, für euch ist es wahrscheinlich schwierig zu erkennen, okay, man das ernst, man ist immer, man das ernst oder man das tot ernst. Und in dem Moment, wenn ich es tot ernst mein und dann irgendein Geschaftel-Trottel im Chat irgendwie meint, er muss lustig sein. René, jetzt sagst du ja, was dann passiert. Ein anderer PC drin irgendwo in London. Ist wahrscheinlich ein VPN, ist mir schon klar. Falls jetzt wieder irgendein super Schlaubi drin und das ist nicht wirklich in London. Da hat er wahrscheinlich ein VPN, irgendwann du Idiot. Wo ist denn eigentlich der Filter gekommen? Wieso haben wir eigentlich den nicht mehr? Ja, seit dem Hack haben wir nicht mehr! Seit dem Hack, da wo ich dann alles dreimal... Dieser Wichser in London, Alter. Ich brauch den... Memo an mich, der Filter muss zurück. Wir haben ja halt Memes auch schon wieder zurückgebracht, Filter muss wieder zurück. Das ist mir schon klar, aber ich bin's halt auf alle Fälle nicht, der in London sitzt. Und die heißt ganz komisch Impressum-FP, Impressum@fpimpressum.de. Da bin ich ja E-Mail hin, ich schick da Conny einen Taler Klaus in Timbuktu an, ich schicke der Kübel genauso weit. Der Taler Klaus, oder? Warum nicht verklagen? Was meinst du, was der Anwalt da wird, du Vogel? Und darum
ist heute äußerste Vorsicht geboten für irgendwelche super schlauen Idioten-Kommentare in diesem Chat. Okay? Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, das schreibe ich heute noch. Aber was man mal festhalten muss, ist, ich glaube, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Das glaube ich war letztes Jahr im April oder im Mai. Ich bin nicht recht vergraben worden. Ich schaue ja ganz genau aus. Bloß, dass ich mir vor 2 Jahren mein Bild aus dem Gesicht ausgeschnitten habe. Heilige Scheiße. Versuch mal Facebook zu kontaktieren, Alter. Wünsche ich keinen. Beim Chat liegt der Hintergrund. Was ich weiß! Passt eigentlich irgendjemand da herin auf? Den habe ich gerade ausgeschaltet und jetzt schalte ich ihn wieder ein. Und alle Sounds sind jetzt auch wieder ein. Hagebuttene. Platz Aber was war denn dann? Was ist denn? Wir haben doch erst bei Platz 2. Jones, Gina, halt die Klappe. China? Oh, Was ist mit den Griffen? Mein Gott, jetzt halt die Schnauze da draußen! Himmelpforten! Das schaut ein bisschen gruselig aus, das mach ich nicht. So, du brauchst ein Mini-Verzeihen, das doch nicht noch. Geht nicht auf. Halt jetzt mal die Goschen! Vatikanischer Geheimdienst, September 1922. Die Expedition nach Ur im Irak unter der Leitung des peruanischen Archäologen Andres Silvio Uribe wurde von Agenten des Vatikans sorgfältig. Tür geht nicht auf. Vielleicht Das meine ich. Anhänger? Dass die Alte wenigstens ihre dämliche Fresse halten kann, wenn ich irgendein Item in der Hand hab, wo ich einen Text überlesen will. Und wenn man alle 20 Sekunden hat die Fresse offen und sagt, Anhänger, Dr. Jones. Haben Sie ihn noch? mein Gott, halt die Fresse, ohne Scheiß. Hab ich keinen Bock mehr, die Scheiße da zum Lesen. Und das nervt wirklich anders. Und mich würde stark wundern, wenn es kein Mod nicht auf Steam gehen darf oder irgendwo, wo man Der derer... Anhänger, Dr. Jones. Haben Sie ihn noch? Halt dein Maul! Ja, ich hab ihn! Ich hab ihn! Hab ihn! Putzen kannst du haben! Willst du mich nur auch mit? Warum schaust du jetzt aus, als hättest du 15 Tübingen geraucht? Was ist... Der Anhänger, Dr. Jones. Halt Haben Sie dein ihn Maul! Oh Gott! Rossis Brief, ich mag ihn überhaupt nicht lesen, weil... Der Vatikanische Geheimdienst wollte Ventura aufhalten. Der Anhänger, Dr. Jones. Wie ist das? Der Anhänger, Dr. Jones, haben Sie ihn noch? Ich weiß nicht, wenn du 13 Mal fragst, vielleicht teleportiert er sich da in mein Hosenteil, du Rindviech, du behindert. Der Anhänger, Leck Dr. euch Jones. doch dein Haben Sie Maul! ihn noch? Schau dir, ich stirb! Sag mir, ey, kein Bock mehr zum Lesen, solange du in meiner Nacken bist. Was geschehen ist. Die Tür geht nicht auf. Ja, ich weiß, dass die Tür nicht aufgeht! Ich weiß es! Oh, leck, was ist das alles? Platz Wieso wir gerne jetzt wieder zuhört sein? Was waren das jetzt? Sind das Vorschläge oder was? Ja, okay. Es soll mir recht sein. Und genau das meine ich. An das erinnert ich mich nicht mehr. Das ist für mich in dem Moment, möchte ich nicht lustig sein. Darum bricht das auch in meinem Kopf nicht durch, als das ist lustig. Und dann merke ich mir, da können wir was zusammenschneiden später irgendwann. Das merke ich nicht. Alter, bist du behindert? Also ohne. Eigenlob bin ich sowieso nie der Typ dafür und so, aber ich trenn's von lauter Lachen. Das ist pures Gold. Das ist Gold. Das wenn man so jemand sagen darf, so, ich stirb gleich. Nein, ich stirb gleich. Wieso gibt's da kein Video von dem Ding? Ja, weiß ich nicht. Oh, lecker. Das ist so gut gewesen, dass ich mir jetzt fast noch mehr anschauen werde, aber das, chill. Wir haben nicht fertig. 1. Oh, lecker. wie der Jet? Flaschreitsch. Zirke mal ein wenig. Ich kann sie den Dent nehmen, die liegt in der Unterhosen auf, Alter. Ja, wohin? Warte mal. Soll ich... Bewaffnet, hergeht und selber nicht auffahren! Das stimmt. Der beste Rage geht an ihrem das Jahr, das stimmt. Ich hab kein Wort verstanden, aber ich hab ihn verstanden. Warte mal. Du sollst hergehen und selber in das Loch reinschauen! Dann weißt du, wie weit du zeigen sollst! Was für ein Loch? Da ist kein Loch. Ich bin im Loch. Ich stehe vor dem Bus, okay? Da ist kein Loch. Dann geh hinterm Bus! Ja, ist weil das der Hirnwasser Birger, gibt oder was? der Birger ist halt der Bus. Nein, ich bin im Loch hinterm Bus!
Kreuzkruzifix. Und da hörst du das Kreuzkruzifix. Das war kein lustig gemeintes Kreuzkruzifix. Und der Blärer, Alter. Oder nicht? Das sehe ich auch, das stimmt. Irgendjemand, hat mir ein Bredel oder mal mitgenommen, warte mal. Wollen wir mit dem Bredel was treiben? Ja, versuch damit Luft zu kriegen. Ja, das ist ja voll gescheit. Das Brill nimmt gleich ein mit. Dankeschön. Ja, super, jetzt bin ich einfach in die Lava. Was ist denn jetzt passiert? Ja wohl nicht. Wo ist das Bredel jetzt hin? Die hat's Ja, einfach das hab ich eingesteckt. genommen. Was, wieso hast du denn jetzt das Tuch genommen? Was, tu jetzt das Bredel her! Sag mal. Was ist zur Frage? Los, jetzt das Bredel da stehen! Ich weiß, das Brill hat schon wieder wer andere. Das kriegen wir schon. Warte. Mach das nochmal, ich zeig die Affen noch. Hab die, ja. Was war aber da heute? Da, bin da! Ja, drum. Heilige Scheiße, das war die scheiß schwierigste Geburt jemals. Für was hat man Oh, nimm die Fernbedienung noch, weil sonst raste komplett aus. Ich trau mir jetzt gar nichts mehr nehmen. Die nehmen wir Ja, nicht. besser Mats, oder? Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Affenidioten jetzt dann ich kenne ihn jetzt über 10 Jahre. Sicherlich haben wir uns auch schon mal angefangen. Ja, ich glaube, wir haben einfach gute Freunde mittlerweile, ja. In meiner Welt zumindest. Ich glaube, er sagt das auch so. Ich schwöre dir bei Gott, ich habe den noch nie so ausrasten sehen wie in dem Moment. Noch nie. Noch nicht einmal. Ich werde nie vergessen, wie der Blärer durchgeht und ich habe sofort gewusst, oh leck, der ist ernst. Oh holy shit, der ist ernst. So habe ich noch nie gehört und habe selber nicht so recht gewusst, scheiße, wie verhalten wir jetzt? Loch mal einfach behindert. Das war der. Ja, war gut. Gibt's einen Film auch noch? Flasche ist auch da, gell, vorher mal gelesen irgendwo. Gibt's einen Film auch noch? Einen Schwaben des Vertrauens? Sag's nicht dem Schwaben. Den Moment halte ich übrigens für einer der genial lustigsten jemals, der mir jemals eingefallen ist. Sag's nicht dem Schwaben. Wird nicht mehr besser. Seitdem geht's nur noch bergab. Ich hab Kopfweh vom Locher. Ich denke, nach der ganzen Aufregung gerade ist ein bisschen Entspannung angebracht. Und am besten entspannt man mit Musik. Könnt ihr euch noch an den Anfang der Show erinnern? Na bitte nicht nochmal singen! Als er sagte, Na bitte am Gesang nicht! müsse ich noch üben. Sehr gut, denn ich möchte euch nämlich eine Geschichte erzählen. Und dazu darf ich nochmals meine Klone der Foodlabel 4 begrüßen. Marco, Singer ist das ja super! Ich hatte mal ein schlechtes Date, sie war wirklich toll. Meine Chancen waren gewinkt, denn ich war komplett voll. Noch bemerkte sie das nicht, denn ich war ganz still. Sie sah aus, als wäre sie ein Teil von Silent Hill. Das machte mir nichts aus, Schönheit kommt von innen. Ein jeder Mensch hat Scheiße in sich, ich bin wohl von Sinnen. Doch das Ziel, das war gesetzt, ich wollte rein. Es gab Trotzdem muss ich die Frage stellen, was ist denn mit dem Foodlab bei Franz passiert? Warum ist er denn plötzlich Asiate? Ja, die Frage muss ich stellen. Er hat es wahrscheinlich auch schon 15 Mal geschrieben, aber ich lese es einfach nicht. die eine Lösung, irgendwann wird das sein. Wir trafen uns bei mir daheim, Montag um 8. Sie und Bürger Ultra-Fan, ich hab nur gelacht. Sie war sehr wütend, das war nicht so clever. Meine Hoffnung liegt bei ihm, hilf mir schnell, Bürger. Was? Warum? Ich begann der Stream, der Bürger war online. Sein Internet und Stream war weg, das darf doch wohl nicht sein. Die Hoffnung weg, ich sagte ihr, gewinn schnell mal Land. Ich war nun allein mit mir und meiner linken Hand. Was für ein Blödsinn. Ich liebe es. Ja, da flockert sogar Kamera, das glaube ich auch. Vielen Dank. Wer jetzt noch zuschaut, hat entweder eine extrem hohe Schmerzgrenze oder ist einfach taub. In unserer nächsten Kategorie haben Taube aber den Vorteil, dass ihr Gehör eh nicht schlechter werden kann, wenn der Bürger vor Schreck mal wieder mit 120 Dezibel ins Mikrofon kreischt. Oh Gott. Schauen wir doch mal, welcher Schreckmoment aus dem Horror-Oktober euer Favorit war. Meine Augen haben wie.
Platz 6. The Lightkeeper, die Musi in Horrorspielen. Ah, die Muse ist also. Das ist so extrem wie viel 70%, 80% von diesen scheiß Horrorspielen. Oh, Platz nicht. 5. Nicht! The Lightkeeper, du Wichser. Du Wichser. Jetzt nehmen wir auch wieder, ja. Doch. Jesus Christ. Oh, du Wichser! Und was? Boah, bist du eine beschissene Drecksau. Ich Ich hab so jetzt beschissen vorher laut. mir das Battle angeklickt und beim 4. Mal kommt der Scheiß. Ich glaub, was? Alles klar, fick dich. Da verstehe ich, warum ich Unterhosen auf habe übrigens. Platz 4. The Lightkeeper, fuck around and find out. Nie Glu. Und jetzt? Hallo? Boah, du Wichser! Alles klar, ja, mit deinem Schund, ja, wird schon passen. Wann ist der Schluss? Hoffentlich, oder? Warum so viel Lightkeeper? Platz 3. The Lightkeeper, Okay, was? fick einfach alles. Wie fick alles? Kommt das jetzt für jetzt als nicht spät? Den weiß ich noch. In einem Kamin weiß ich noch. Das war einer der ersten. Arschlecken, fickt's euch, fickt das Spiel, fickt den scheiß Hurensohn-Monat, leck mich am Arsch. Haben wir gerade so angefangen. Unangenehm. Platz 2. The Cabin Factory, Jumpscares anmachen. Den Gott, das weiß ich noch. Mich durch die Jumpscares an. Wo muss, wie Jumpscares an? Was? Was ist, was? Ah! Das ist auch ein guter Witz. Richtig guter Witz. Da haben wir wirklich den Fick zeigen. Was ist denn jetzt, Alter? Fuck you and see you tomorrow. Das sind aber so kurze Momente, wo ich mir denke, warum schalt's nicht einfach aus? Warum schalt's nicht einfach aus? Mach einfach Kamera aus, mach zu, geh weg. Platz 1. Luto, Duftspender. Ja, dieses Mist-Scheiß-Ding. Ja, jetzt hör mal auf! Was, der kommt nicht, ich kann aber nicht hinkriegen, dass er mal sagt, so. Das war so einfach. Linke Hand, Duftspender. Rechte Hand, Fenstergriff, Jeet. Und war Ruhe. Scheiße. Ja, Luto war nicht schlecht, war nicht schlecht. Was? Nein, nicht wieder singen! Hans, was ist besser als ein sich erschreckender Burger? 2 sich erschreckende Burger? Der Lip-Sync ist vielleicht schon krass. Muss man sagen. Der Lip-Sync von den Model. Nein, Hans, nein. Besser sind eigentlich nur Depf. So kann man sein Video natürlich auch auf eine Stunde 10 Minuten. Wer ist entscheidet, der Nazi oder der Indie? Ich sollte ein Foto von dem Tattoo machen. Ja, so ein Foto von den Deppen. Welches Geheimnis war so groß, dass dieses Ding sein Leben geopfert hat, um es zu... Oh ja, Gott. Ich denke mir wirklich, was ist denn eigentlich? Mein Vater würde dich Also, es dafür geht wirklich um den. lassen. Upsi, der ist aber gerade nicht da. Wie ist es damit?
schon hin. Gleich mal sauber an die gebärfreudige Scheiße noch nicht gelangt, damit nichts passiert. Oh ja. Oh. Du weißt anscheinend, wie man eine Dame zu tragen hat. Wohin denn? Oh Gott, dann muss ich drucken! Ich weiß nicht, wie druckt man Damen sonst? Zum Überqueren. Da mihi castitatem, et continentiam, sit nulli modo. Was heißt das? Schwanz rein, Schwanz raus. Tipferina, Tipferina. Ach du Scheiße. Das ist echt mein Brillenputztierchen, Alter. Mit dem muss man mal nicht Augen. Scheiße! Was war da? Ich muss damit zurück, Entschuldigung. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich kann Depp singen. Hä? Hä? Ich tue schon mal den Finger. Ich habe ein Rätsel für dich. Ein Rätsel? Das erklärst du am YouTube-Sepp, nicht ich. Wieso? Hey YouTube, ich reagiere doch nur auf meine eigene Scheiße. Das war nicht von mir. Ich kann nichts dafür. Weh. Hörst du noch früh genug? Hör zu. Ich blühe in der Stille, bin anmutig und zart. Das ist übrigens ein unfassbar guter Witz, dass du die Originalszene da reinschneidest, du Drecksack, du Dreckiger. Ein Schatz, der des Pflückens harrt. Ein Hauch von Duft liegt in der Luft. So fremd fast wie der Mond. Löse das Rätsel und werde belohnt. Ich versteh's nicht. Du willst mich also und ich will dich. Ich bin gerade nicht in Stimmung. Oh, macht man sehr direkt. Sie ist schon sehr direkt. Oder? Ja, ich weiß, sie heißt Clara. Das war so gut. Die einzige Blume, die ich sehen kann, heißt Clara. Oh. Richtige Antwort. Und zu deiner Gib mal ein bisschen Kotze auf. Heiliges Kanonenrohr, Batman! Hoffentlich hat man uns in der Festung nicht gehört. Die Leute tratschen sonst. Wenn du auf dem Schlachtfeld nur halb so gut bist, dann möge der Herr sich deiner Feinde erbarmen. Auf dem Schlachtfeld bin ich nicht so rücksichtsvoll. Denn als wahrer Ritter muss ich doch alles für eine Jungfer in Nöten tun. Wenn du so weitermachst, bist du bald ein Bettelritter. Was soll das heißen? Tja, ich kann zwar Samen auspressen, aber nicht jede Jungfer in Nöten ist so geschickt. Alter, der Typ, der jetzt wahrscheinlich da gleich Tempus-Vierer wirft, wie den 6 Wochen 40 geht. I hope they didn't hear us in the fortress. People wouldn't half talk. If you're as... Moment. Du bist so behindert. Du bist so behindert. Ich flippe aus. I hope they didn't hear us in the fortress. People wouldn't half talk. If you're as good as that on the battlefield, may God have mercy on your enemies. I'm not so considerate on the battlefield, because as a true knight, I must do everything I can for a damsel in distress. You'll soon be a begging knight if you carry on like that. Die Auswahl an Mimikinis im vergangenen Jahr war, sagen wir mal, etwas gering. Der Bahako war jahresübergreifend vom 27. November 2024 bis 29. Oktober 2025 Mimikini. Eine Dynastie, eine Ära, ja fast schon gottgleich. Aber alles hat ein Ende und so wurde am 29. Oktober letzten Jahres der Staudi zum neuen Mimikini gekrönt. Um die beiden Mimikinis des letzten Jahres trotzdem zu würdigen, gibt es von ihnen nun das jeweils beste Mimi aus dem Jahr 2025. Bahako. Von vor kommt der Beschuss. Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Hallo, mein Führer? Ja, der Bericht unserer letzten Ausfahrt ist folgendermaßen: Die Tirpitz ist jetzt auf dem Himalaya.
Ja, wie das hergegangen ist, das weiß ich auch nicht, aber ich bin jetzt der Yeti und die Dinge sind, wie sie sind. Heil, mein Führer. Das ist unerhört. Unerhört. Das haben wir noch nicht gehört. Ja, mein Führer, ich bin's nochmal. Warum nochmal? Also wegen der KMS Kumitz. Sie werden's nicht glauben, aber... Sofort aufhören! Da Staudi. Und das war ja lech. Staudi hat einige rausgeschissen. Der Staudi hat da eine Zeit lang einige rausgeschissen, die richtig stark waren. Weiß ich noch sehr gut. Dieses Jahr gibt es leider keinen Award für schlechte Witze und schwarzen Humor. Aus dem einfachen Grund, weil nicht mitnotiert wurde. Damit wir aber nicht traurig sterben müssen, gibt es natürlich auch hierfür einen kleinen Ersatz. Hans, bilde bitte einen Satz, in dem eine Affenart vorkommt. Ja klar, kein Problem, aber vorher müsste ich noch mal schnell aufs Klo. Ich muss nämlich mal kacken. Ungefähr dasselbe Level an Humor haben auch die Nominierten in der diesjährigen Ersatzkategorie Bester Sprengi. Viel Spaß. Sprengi, das ist eine eigene Kategorie. Bester Sprengi. Platz 4. Corinna, danke dir. Hau dich rein. Wie nennt man einen Hellseher mit Vorliebe für Knäckebrot? Wahrsager. Platz 3. Wohin fährt Tiger Woods, um seinem Sport nach deutschen Normen nachzugehen? Nach dem Golfing. Platz Die Musik ist so laut. Ich verstehe fast nichts. 2. Ein Satz mit Weihnachtsfest. Der Elch hält sein Geweih nachts fest. Platz 1. Das Nägern mit dem Mund anzufeuchten hinterlässt einen Fadenbeigeschmack. Kenn ich gar nicht! Ach ja, was wäre die Community nur ohne den Sprengi? Aber vor allem, was wäre der Bürger ohne uns, die Community? Die Antwort ist relativ einfach. Er wäre nicht in der Position, in der er jetzt ist. Ja, das ist richtig. Ohne uns wäre das nämlich alles gar nicht möglich Das ist gewesen und absolut er richtig. wäre niemals so weit gekommen. Das ist richtig. Und das stimmt natürlich auch. Und deswegen sage ich auch vielen, vielen Dank. Ah, servus Bürger. Wusste gar nicht, dass du heute hier bist. Aber dann habe ich mal direkt eine Frage an dich. Wenn du das alles weißt und dich sogar bedankst, warum beleidigst du uns dann immer wieder? Muss ich dafür einen Grund haben? An der Stelle möchte ich kurz festhalten. Einmal nur kurz das einwerfen, folgendes. KI klaut unsere Jobs! Mehr mal dazu nicht sagen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Beleidige, wen ich will, wann ich will. Außerdem seid ihr doch wegen mich hier und wollt mich sehen. Ansonsten wüsstet ihr doch gar nicht, was ihr am Montag und Mittwochabend tun solltet. Wow, bleib mal locker. Wenn wir nicht zusehen würden, wüsstest du nicht... Das Einzige, was ich mich schon die ganze Zeit frage, ist das deine Stimme durch eine KI durchlassen? Ist das 100% deine Stimme? Weil man hört ja immer noch wie animierst du denn das? Ist das in Unreal gemacht? Mit automatisch Mundnachdings und so. Wir sollen die erinnern, oh, bei einer Stunde, da haben wir noch lange. Das dauert noch 20 Minuten loslaufen. Was du Voice tun Changer? solltest am Montag und Okay. Mittwochabend. Wir, die Community, sind der wichtigste Teil Stelle von deinem mir mal Kanal selber und den stellen. Streams. Ja, aber trotzdem ist eine KI natürlich involviert.
Wieso scheidet aus wie ein DHL-Postboot? Von 2050. Wieso denn? Auf was ich nicht klarkomme, ist das, wenn ich da so, ich check natürlich, dass die so ausschauen, so wie ich und so, aber dass der dann so ein bisschen an meine Stimme hat, aber das Hochdeutsche, komme ich nicht klar drauf, Digga. Man sagt, für Erfolg als Streamer braucht man maßgeblich die Community Interaction. Man sagt auch, man soll sie einbeziehen, doch wenn nicht mal was fragt, dann kommt nur 50. Ja, ist richtig, wenigstens geht's das. Überließ ich auf den ganzen Bullshit. Lustig, wenn der Chat den Stream dann übertrifft. Wir wissen halt einfach alles besser. Ihr seid halt einfach voll die Spacken. Außer aus meinem Song. Dein Song, den ich begonnen hab. Ich singe und beende ihn. Ach du räudiges Stück. Hier bin ich. Ich weiß, hier wartet alles auf mich. Und ihr redet Stoß. Denn das Beste, das kommt halt zum Schluss. Das ist der Sprenger. Wer? Aber ich habe jetzt spontan an Flo denken müssen. An Flo gerne. Who the fuck is this? Was zur Hölle wird das? Schnell brauche ich gar nichts mehr machen. Was zum Fick, Alter. Das beste Stream-Motto? Liedschmatz. Platz 5. Simulatorenwochen. Und ich muss Platz ein bisschen weggehen. Merke ich gerade mal so. Obzock. Obzock. Platz 3. Indie-Spiele. Platz 2. Community Zack. Platz 1. Horror Oktober. Wer hätte das gedacht? Habe ich das letztes Jahr vielleicht auch schon mal gefragt, wenn da jetzt 5 Sachen stehen und unter jedem 32% oder 30%, 32%, 35%, habe ich da dieselbe Frage gestellt, die jetzt wahrscheinlich, wo jeder weiß. Und so? Ich frage jetzt nicht nochmal, müssen wir das Video fertig kriegen. 2025 war doch ein ganz gutes Spielejahr. Dachte ich mir In schon. 110 Streams haben wir über 40 verschiedene Spiele gezockt. Fast 319 Stunden an Content sind dabei entstanden. Das ist die Zahlen, die suche ich mir nicht mal selber aus. Das ist immer super interessant, das zum Sehen so. Mir kommt das vor, als hätten wir viel öfter gestreamt wie 110 Mal. Viel öfter. Da wenn wir jetzt das wenn ich aus dem Bauch beantworten müsste, da ich mindestens 200 sagen. Aber dann fällt mir wieder ein, ja gut, das Jahr hat so grob 50 Wochen, wo ich da bin. In der Woche streamen wir so 2 bis maximal 3 Mal. Ja, dann hätte ich jetzt oder mal so gesagt, so 120. Krass. Das kommt mir viel mehr vor, wie es eigentlich ist. Das ist irgendwie komisch. Aber egal, Wir weiter. wissen bereits, welches Motto euch am besten gefallen hat. Und jetzt schauen wir mal nach, welche Spiele euch am meisten zugesagt haben. Um das Ganze ein bisschen zu differenzieren, wurden die Spiele des Horror-Oktobers losgelöst von den restlichen Spielen bewertet. Hier sind die Kategorien Bestes Spiel und Bestes Horrorspiel. Mich jetzt auch interessieren. Da muss ich ein bisschen auf Zeiten gehen. Das ist die Kritik für nächstes Jahr. Das grob, was du selber geschaufelt. Die Sachen da. Du musst quasi schon beim Video machen mit einrechnen, dass ich da herunten sitze und die Sachen, die Auflistungen da, die müssen entweder weiter auf, das Ding da, das kannst du wegmachen und dann tut das weiter auf. Das ist das Einzige, was zum Kritisieren gibt. Ansonsten ist ich möchte überhaupt nicht wissen, wie lange du da gesessen bist. Ich will es nicht wissen. Schedule 1. War gut, war auch sehr gut, ja, aber gut, Spaß gemacht. Platz 5. Peak. Kann ich auch verstehen. Platz 4. Split Fiction. Ich hätte es nicht einmal gelesen. Platz 3. Dispatch. Okay. War auch gut Spiel. Platz 2. Are we there yet? Was ist dann 1? Resident Evil. Platz 1. Kingdom Come Deliverance 2.
Ansage für nächstes Jahr: Resident Evil Requiem. Das beste Horrorspiel. Platz 6. Jeder Song für mich Luto. Chef. Platz 5. Platz 5. The Cabin Factory. Ja, war auch lustig, aber bloß ein Stream lang, glaube ich. Platz 4. Chronos, The New Dawn. Ah, das in Kategorie Horrorspiele einstecken. Ja, verstehe ich, wie es da drauf kommt. Aber ich glaube, da war jetzt auch im Prinzip stehe ich das gleich mit Resident Evil. Vom Art des Spiels. Da ist schon Horror drin, aber nicht nur. So wie ihm zum Beispiel in The Cabin Factory oder Graveyard Shift oder was wahrscheinlich jetzt da noch so ist, kommt. Das hätte ich eher in die besten Spiele gesehen, direkt nach Kingdom Come. Für mich Chronos war ultra gut. Das war wirklich, aber das gut. Platz 3. Unmond. Das war hart unangenehm, ja, das stimmt. Platz 2. The Lightkeeper. So weit um! Hat dieses scheiß Lightkeeper hat so viel. Platz 1. Luto. Verstehe ich. Luto war wirklich grandios. Wie die Zeit vergeht, kommen wir bereits zu unserem letzten Hauptpreis des heutigen Abends. Bester Stream-Moment. Ereignisse in den Streams, die man sich immer wieder ansehen kann und oftmals auch Monate oder sogar Jahre später noch im Gedächtnis hat. Auch letztes Jahr hat es wieder unfassbar viele gegeben und wie ihr abgestimmt habt, sehen wir jetzt. Das ist ja immer geil für mich zum Sehen, weil ich mich an die Hälfte nicht mehr erinnert wahrscheinlich. Platz 6. Was wärst denn da oben drein, du Trottel? Was wärst denn da oben drein, du Trottel? Ah! Mann, ich hab's Maul. Platz 5. Erwin Müller. Oh, überspringen. Muss ich schauen? Nein, haben wir immer noch. Wir haben noch in 6 Minuten. Wir müssen die Minute 1 Stunde und 4 müssen wir überspringen. Vorstand geht's, haben wir ans Telefon! Hallo! Klingt sie. Erwin Müller. Finally! Da, Vorstand, du musst sagen, dein Mann stinkt. Erwin Müller. Das ist so behindert, Alter. Warum kann er nicht einmal was normal? Wenn du 3-mal im Jahr gehst an das Telefon hin, 3-mal im Jahr, kann er nicht einmal was Normales rauskommen? Erwin Müller. Das ist so behindert. Du bist so geistig behindert, Haupt. Haupt! Wir haben übrigens, der Sprenghofer ist noch da. Ohne Scheiß, den habe ich der Bürgerin verzeiht. Irgendwann in den letzten 2 Wochen hat irgendjemand über Ostern mit Herr der Ringe angefangen. Schauen wir uns das an, schauen wir uns Herr der Ringe. Und dann kommt der Sprengi, der hier mit einem wieder einen Druckansatz mitten aus dem Nix. Alles wie es wieder Ding ist, Eowyn Müller. Ich bin fast gestorben vor lauter Lachen. Dann bin ich 4 gegangen und habe ihr diese Zeit, was da gerade im Discord passiert ist und so, mit dem Eowyn Müller und so. Und sie hat sich da vollkommen zerrissen und am Schluss ist so umeinander gegangen. Haha, alles wegen mir, alles wegen mir. Die ist so behindert, die Frau, ich weiß nicht, was da los ist. Eowyn Müller. Es geht um die Eowyn aus Herr der Ringe, falls jemand nicht gecheckt hat. Eowyn Müller. Nie wieder wirst du den Namen anders aussprechen in deinem Leben. Eowyn Müller. Die Frau ist so behindert, so furchtbar. Ich weiß, das ist zu viel, aber das passt schon. Platz 4. Bürgerin am Stream. Frau, warte mal schnell. Da hat sie meine Pflanze halt gerettet, oder? Ja, in der roten Hose. Ja. Sagt sie mir irgendwas. Popo. Da hat sie meine Pflanze halt gerettet, ja. Die hat gerade meine Pflanzen gesaved. Hat draußen duscht wie Sau. Okay, tschüss!
Habt schon lange nicht mehr gesehen, gell? Platz 3. Würstel. Auf geht's! Also, ich hab wirklich mit vielen gerechnet. Und rein in den Mikro rein. Ist das dein Ernst? Was? Oh, lecker Gott. Aber jetzt wird... Halt doch den Maul. Fuck, wird springen. Ich hupf selber. Ich muss jetzt selber hupfen. Dann musst du am Grill aufhupfen, das war wirklich... Flasch und Frauen. Passt. Ja gut, Dampfler, du bist der Dampfer Messner Express, du bist der Guide, was müssen wir da? Frau! Alter, halt dein dummes Maul, du Trottel! Jetzt ist Ohrmul! Jetzt ist Ohrmul und Hallo! Hey. So, erstmal reinquatschen jetzt mal. Wo ist denn jemand? Da war jemand. Da ist. Da ist. Das ist so wirklich. Platz 1. Was ist da Platz 1? Feldmeister Mürrer. Ja, okay. Es ist. Liebe Tagebuch, schlechte Neuigkeiten. Der Kapitän hat ein bisschen missgebaut. Und jetzt ist das Crosshair im Weg, jetzt kann ich es nicht lesen. Und jetzt sind wir auf dieser mysteriösen Insel gestrandet. Zum Glück sind mysteriöse Inseln mein Spezialgebiet. Solange unser Trupp zusammenarbeitet, das hat richtig gut funktioniert, werden wir den Gipfel im Nu erreichen und ein SOS-Signal absetzen. In der Zwischenzeit werde ich die Gelegenheit nutzen, um meine berühmten Traggeber um ein paar zusätzlichen Seiten erweitern. Feldmeister Mürrer. Ich habe es mittlerweile so oft gesehen, dass es mich nicht mehr so zerreißt, weil ich es halt tausendmal gesehen habe. Aber ja, das ist neben Schmidbauer Mani. Ist das da, haben wahrscheinlich die zwei lustigsten Momente, die kannst du dir nicht ausdenken, die kannst du nicht skripten, die kannst du nicht, und alles so. Wenn du rechts im Beutel dann schon die Kokosnuss-Vierer stehst, wenn du weißt, was passiert, wenn er dann da unten so vorbeischleicht, also, es ist ohne Scheiß, das kannst du dir nicht ausdenken. Es war so gut. Was soll jetzt das? Steht noch mehr Kokosnuss rein. Und ich bin auf meine Kniescheibe ausgerutscht, das weiß ich noch, da hat es 400 Grad noch gehabt. Ja, genau, jetzt geht das vorbei. Versucht sie zurück zum Schleicher außerhalb von der Kamera. Alle. Das Ende naht. Wie heißt es so schön, das Beste kommt zum Schluss. Und damit ihr jetzt nicht denkt, das würde ich einfach nur so daher sagen, gebe ich euch auch direkt mal ein Beispiel. Was passiert am Ende einer Schwangerschaft? Ganz genau. Die Eltern begrüßen ihren neuen, kleinen, geliebten Menschen auf der Welt. So geschehen am 13. Januar 2025. 2 Minuten haben wir noch. Miete! Hey Birger, wo warst du jetzt als Geburtshelfer? Fix Grüße aus dem Grab. Ach du Scheiße! Miete! Die kleine Mieze hat keinen! Wie viel Hansen? 8! Der kleine Mieze hier Wurf besteht aus 8! Was, das ist der Teil, den wir überspringen müssen, oder was? Skip und am Ende dann Fusion, dann tun sich Abgründe auf. Mute, wenn MVP-Musik einsetzt. Ich wollte gerade sagen, ich höre noch nichts. Ich sage ja, ich kenne ja einen Timestamp, ab wann es Probleme gibt. Da haben wir noch über eine Minute hin. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass du im Krankenhaus sitzt? Ah, okay. Ja, aber Hacko, okay. Gerade ein Kind zur Welt gebracht hast und im Krankenhaus sitzt und diesen Stream schaust und diesen fetten Vollidioten. Ja, oder Hashtag noch nicht gelesen. Hashtag right aus dem Maul. Herzlichen Glückwunsch. Leider auf dem Hosenbüchel geht's gut. Miete ist da, ich hab's genau gesehen. Wenn nach initialen Komplikationen am Ende doch wieder alles im Lot ist. Und vielleicht wird der Erich ja in ein paar Jahren der erste Profisportler im Vollbier-Squad. Stimmt, da war was. Entschuldigung. Bloß, ist das Miete? Ist Laura Miete? Ich kenne mich nicht aus.
Servus benannt, ich wollte bloß ein Update geben. Der kleine Erich, was übrigens ein stabiler Name kannst am Kind 2025 nicht geben. Der kleine Erich! Ich hoffe, dem geht's gut übrigens. Mieze, was ist da los? Status-Update, bevor ich jetzt wieder irgendeinen Scheißwitz mache. Ja, sie wächst und gedeiht, mittlerweile auch nicht. Wie sie? Bitte verzeih mir jetzt nicht irgendeine Scheiße, dein Kind heißt Erich und hat aber ein Kai. Nein, nicht. Erich vorne her, hinten ich. Das muss ich jetzt schnell absitzen, das muss ich schnell aussitzen. Nicht, dass ich jetzt so irgendeinen Behinderwitz mache aber ja, mittlerweile ein Jahr. Aber nein, ich habe ein Mädel und heißt Melina. Oh, dann ist das Japaner. Laura, ich weiß nicht, dann ist das Japaner. Herz OP, super überstanden, seit gestern sind wir wieder daheim. Jetzt steht ihm nichts mehr im Weg, Leistungssportler zum werden, wenn er das mehr hat. Erich, stabil, war klar, war vorher schon klar. Hallo? Aber bereits jetzt im Vollbier-Squad sind unsere Community-MVPs. Ah, okay. Letztes Jahr ging der erste Ehrenpreis an die Steffi B. Und dieses Jahr durftet ihr den nächsten MVP selbst vorschlagen. Trotz, sagen wir mal, mancher Themaverfehlungen, habt ihr euch mehrheitlich für ein Community... Erwin Müller kann man schon einmal zum MVP machen. Was ist ein MVP? Es haben halt einfach immer nur ein paar Leute übrig aus Generation Leberkas, die seitdem nicht gescheiter geworden sind. Ja, ohne jetzt da irgendjemandem zu nahe zu treten. Dein Mom, ist auch okay, kann man auch lassen, aber ich hätte da jetzt mal den Erwin Müller in die Frage gestellt. Mitglied entschieden, das schon etliche Jahre Teil vom Vollbier-Squad ist. So. Der Name ist den meisten bekannt und jeder weiß, Sobald was man Musi erwarten wechselt. kann. Oder vielleicht 15 Sekunden auch haben wir noch. erwarten muss, wenn er sich im Chat beteiligt. Auch wenn diese Beteiligung manchmal zu Kopfschmerzen führt. Nachdem die Steffi letztes Jahr ihr eigenes Lied bekommen hat, erhält der diesjährige Community-MVP natürlich auch seine persönliche Lobeshymne. Herzlichen Glückwunsch. Ah, jetzt. Ja. Wir können mitlesen, hat's geheißen, oder was? Man weiß nicht weshalb oder warum. Die Witze sind wirklich selten dumm. Jeder fragt sich, was ist denn mit seinem Hirn? Nach jedem Gag langt man sich, bitte nicht Hirn an Hirn reimen, an die Stirn, okay, bin ich selbst. Unfassbar, was ein Blödschiss, noch dümmer geht's nicht. Er haut ihn raus und erst checkt man's nicht. Dann fragt man, von wem war der, darauf käme ich nie. Das kann nur einer sein, S-P-R-E-N-G-I. Ja, das dachte ich mir doch. Jahrelang ist er mit an Bord. Jeder Mann schon seit mindestens 12, dabei nur 6, oder sie hat selber verraten. Und wenn er mal im Stream fehlt, wo spreng ich? Im Discord. Und wenn man fragt, MVP, warum? Dann zeige ich dir mal das Bürgerstream Kompendium. Unfassbar, dieser Typ ist fester Bestandteil dieser Community und das bleibt dabei. Nun ist er verdientermaßen unser MVP der Dekade. Unser Blödschiss-Beauftragter. Der Sprengi. Das wird wahrscheinlich gesungen, oder? Ich singe jetzt doch nicht. Singen ist heute nicht mehr. Also, Birgit, du musst als Onkel Graha singen. Wer singt denn der Onkel Graha? Was? Die ich in Deutschland bin, ein bisschen mehr als 50. So, meine Damen und Herren, Sprengi. Hintereinander weg. Meine Jugend habe ich auch in Deutschland, in Berlin erlebt. Ich habe in diesen vielen Jahren viele Preise bekommen. Sehr viele, darunter auch die höchsten, wie den Goethe-Preis, den Thomas-Mann-Preis und einige andere. Und ich habe immer gedankt für diese Preise, wie es sich gehört. Und bitte verzeihen Sie mir, wenn ich offen rede, es hat mir keine Schwierigkeiten bereitet, für die Preise zu danken. Heute bin ich in einer ganz schlimmen Situation. Das ist übrigens der Sprengi, wir haben noch nicht fertig. Auf den Preis, den ich erhalten habe, irgendwie reagieren. Ich möchte niemanden kränken, niemanden beleidigen oder verletzen. Nein, das möchte ich nicht. Aber ich habe nicht gewusst, was hier auf mich wartet, was ich hier erleben werde. Ich gehöre nicht in diese Reihe, der heute, vielleicht sehr zu Recht,
Preisgekrönten. Wäre der Preis mit Geld verbunden, hätte ich das Geld zurückgegeben. Aber er ist ja nicht mit Geld verbunden. Ich kann nur diesen Gegenstand, der hier verschiedenen Leuten überreicht wurde, von mir werfen oder jemandem vor die Füße werfen. Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben musste. Es gibt ja Abende, die man ganz schön erlebt. Aber das hat sich jetzt geändert. Meist kommen da schwache Herr Baumgartner, ich überlege auch gerade noch, jeder kennt das. Jeder kennt das. Ich weiß aber nicht, ich weiß weder noch, wer er ist, noch um was da gegangen ist, noch was das für ein Preis war. Reden, aber ich möchte auch ganz offen sagen, ich nehme diesen Preis nicht an. Typisch Sprengi. An dieser Stelle möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ich mit diesem Einspieler nichts zu tun hatte. Und nun haben wir das Ende erreicht. Ja, es wurden Ranitzky, alle der Preis, Preise der vergeben, Buchkritiker. alle Lieder gesungen, Aber was für ein alle Preis und Witze warum erzählt. und so weiter, Ich dass er hoffe, diese ihr Nummer habt macht euch und so. gut unterhalten gefühlt. Vielen Dank für eure Teilnahme beim Voting und dem Einsenden von Clips. Ohne euch wäre das hier nur halb so gut geworden. Nächstes Jahr wird es diese Show aber nicht mehr geben. Zumindest in diesem Umfang. Wenn ihr aber weiterhin fleißig Clips im Discord postet, kann ich vielleicht trotzdem etwas daraus basteln. Wenn überhaupt Bedarf besteht. Wer weiß, was die Zukunft bringen wird. Ich kenne die Hälfte von euch nur halb so gut, wie ich es gern möchte, und ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ihr es verdient. Trotzdem war es mir eine Ehre, euch zu belustigen und Teil des Vollbier-Squads zu sein. Zuletzt möchte ich etwas bekannt geben. Mit Bedauern gebe ich bekannt, dass dies, obwohl, wie schon gesagt, 4 Jahre für ein Leben unter euch viel zu wenig sind, das Ende ist. Ich gehe nun fort. Ich verlasse euch jetzt. Lebt wohl, habe die Ehre. Geil gemacht. Geile Idee. Bitte los einen Abspann für. Genau so. Das ist die Behindertenhumor, der Behindertenhumor, den ich so sehr liebe. Was? Da. Schreib überall deinen Namen hin. Schreib überall einmal nur mit deinen Namen hin, bitte. Ist wirklich so. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass da überall einfach nur Bahako steht. Bahako, hier Birger, Bahako, Sprengi, Bahako, Mitwirkende, Bahako. Jetzt haben wir das gemacht. Das ist tatsächlich anrühren. Okay. Special thanks on me. Bist du besoffen, Alter? Südostwestfabian Late Redder Shaddens. Definitely not my own casino.de. Geil. Leck mich am Sackmeister. Ich mein, warum kommt denn was? Ja, okay. Nein, nicht. Hallo, Freunde. Nein. So, zurück. So. Also, wir sitzen wieder alle daheim und meinen, ich schaue den ganzen Tag in Clownswelt. Ich glaube, ich habe das letzte Mal vor 3 Monaten angeschaut oder so. Heilige Scheiße, habe ich da oft lachen müssen. Jetzt hat er ein paar Mal so, dass meine Augen weh tun und dass ich Kopfweh habe. Ich habe Kopfweh vorm Lachen. Hast du eine Ahnung, wie lange es her ist, dass ich das letzte Mal Kopfweh vom Lachen gehabt habe? Walle! Community wartet ihres, wie sagen wir da, waltet ihres Amtes, eures Amtes. Und ich glaube, ich brauche nicht erklären, was jetzt zum Tor ist. Mr. Bahako, das war auch meine Empfehlung für die. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja bitte, war kein Drucker, ich stehe irgendwo dazwischen. Es war jetzt 1 Stunde 10 Minuten. Leck mir Mosch. Ich mag es überhaupt nicht wissen, was das war. Ich will es gar nicht wissen. Dreh ich durch. Meine Hochachtung. Danke für das Ding. Ich darf mir sehr auch nächstes Jahr so eins wünschen. Sag ich dir, wie es ist. Sehr sogar. Aber wie du schon sagst, wenn, dann mach's kurz. Mach's irgendwie
Ja, ich kann mir genau vorstellen, wie dermaßen lang da jede Scheiß, wie die Texte schreiben, das dann aufnehmen, die zusammenstellen und so weiter. Mr. Bahako, ich habe dich gewarnt, mit dem zweiten Teil schaufelst du dein eigenes Grab. Gott sei Dank, dass du es nur einmal im Jahr angekündigt hast, aber ich rieche dich bis daher nächstes Jahr, wenn die Oscars sind. Wann sind die? Die sind Anfang April. Die waren ja auch jetzt gerade. Heiliges Kanonenrohr. Gut gemacht. Fucking good job. Das war wirklich sehr unterhaltsam. Und das sage ich, obwohl ich meine eigenen Sachen zum großen Teil angeschaut habe, und das sage ich da normalerweise nie. Nie. Lass einfach die Singerei weg, dann ist es nicht ganz so lang. Das ist, was ich meine, aber er hat es jetzt so von mir gegeben und richtig schlecht war es jetzt auch nicht, um Gottes Willen. Aber er hat sich halt auch so von mir gegeben, aber das glaube ich ist halt einer der Teile, die ziemlich viel Zeit kostet und die lässt einfach weg. Und dieses Ganze, das ist ja ein Production Value, das ist ja, also, das werde ich ja nicht vergessen wie letztes Jahr, da wirst du dann gesagt, ja, ich habe da ein Video gemacht und so, und dann, so ehrlich bin ich, dann denke ich mir so, ja, da hat wieder irgendjemand ein Video zusammengeschossen, das musst du jetzt fast anschauen. Dann habe ich mir das angeschaut, und wenn ich da sitze und mich frage, wie hast du denn das gemacht, Mann? Dann weiß ich, da bist du Zeil gesessen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt denke ich mir so, ja, jetzt kannst du nicht mehr aufhören. Ja, jetzt kannst du nicht mehr aufhören. Da hast du dir dein Grab geschaufelt. Ich ziehe meinen Hut. Vielen Dank dafür. Nein, kein Musical. Ja, ich merke schon, ein paar Leute haben da auf das Gesangel da und so keinen Bock nicht. Barker, wie viele Stunden hast du für das braucht? Das kann er mit Sicherheit nicht sein. Das dauert so lange, dass du irgendwann Stundenzeit aufhörst. Da wird man viele irgendwas mittleres Dreistelliges bestimmt. Ja, das glaube ich. Aber ich bin dahin, jetzt druckt es mir weg. Donne, hauen Sie sich hinein. Es ist auch schon 5 vor 11. Ich glaube, das ist ein Stream, der war, glaube ich, auch in Ordnung von der Länge für das erste Mal. Wir streamen sowieso jetzt mal bis um 11 Uhr labern. Müli! Der 5er möchte bitte alles ein riesen Shoutout für den Bahako da lassen. Absolut super Video, super gemacht. Triple F, der blinde Like war verdient. Jetzt ein Check ist. Tut dem Mann, machen wir dem Mann ein bisschen Druck und gleichzeitig der mir einen Gefallen. Das Video, das habe ja nicht ich bei mir aufgeladen, sondern da geht's jetzt, pass auf, ich linke euch das jetzt da in den Chat hinein. Das ist die Playlist, das ist das Video. So. Wir linken jetzt das da in den Chat hinein, das weiß wieder kein Mensch nicht. Un Momento bitte! Ich kann nicht mehr in meinem eigenen Scheiß-Stream, kann ich irgendwo was in den Chat reinschreiben, weil ich mich da nicht ummelden kann. Kruzifix nochmal. Wo ist denn der Chat jetzt wieder? Warum ist jetzt da der Chat weg? Der war die ganze Zeit jetzt da. Zuschaueraktivität, leck mir am Arsch, Stream-Einstellungen, was, wo? Wieso ist denn jetzt der Chat weg? Darf ich jetzt bitteschön? Ja, schreib mich nicht selber an. Ich muss mir meinen eigenen Stream schauen, dass ich in den Chat was einschreiben kann. Herzlichen Glückwunsch, YouTube. Habe ich richtig gut hingebracht. Das ist schon der richtige Link, ja. Im Chat ist der Link zu dem Video. Smashen Sie da ein Like hinauf. Lassen Sie dem Mann ein Abo da. So sieht es nämlich aus. Aber für den Bahako ist raus und der Like ist drauf, verdient. Das hätte ich aber auch gesagt. Ich nehme mal an, der Kanal ist noch ein bisschen zu klein, mit wahrscheinlich bloß 2 Videos, dass für die Monetarisierung freigeschaltet wird. Aber wer weiß, vielleicht fängst du auf einem Jahr Videos zum Schneiden und dann hast du ein nettes kleines Startkapital. Ich denke, mit 2 Shoutouts, egal wann, sollte man das dann schon in die Wege leiten können, dass der Kanal monetarisiert wird. Und dann tust du das auch nicht mehr umsonst. Herr Bahako, ich ziehe meinen Hut, es war mir ein Fest, vielen Dank dafür. Hoffentlich gibt es das nächstes Jahr nochmal. Muss ja gar nicht in dem Ausmaß so sein. Einfach, weiß ich nicht, eine halbe Stunde kürzer. Selben Kategorien, bloß alles ein bisschen schneller so. Aber du bist halt Franke, da dauert es ein wenig, ich weiß was es ist. Die Idee für die Musik fand ich sehr cool. Ja, ist ja alles. Ich habe mir letztes Jahr schon gedacht, die ganze Aufmachung und das durchziehen und dann steht der Foodlab bei Franz in 3D da und redet. Hab mir gedacht, wie hast du das gemacht, du Hame? Aber jetzt für was ist mit Unreal. Das hast du letztes Jahr nicht eingeblendet, glaube ich. Aber wie bringst du denn das Model wirklich 1:1 in Unreal ein? Letztes Jahr war es wirklich 1:1. Also wirklich
damn it, 1:1. Kann das der Unterschied sein, dass das letztes Jahr nur eine KI war, die den so ein bisschen bewegt hat, die auf einem Beutel basiert und jetzt den Unreal, das ein 3D-Model ist und du das nachgebaut hast? Aber ein Zauberer verrät seine... Letztes Jahr war sein Bild per KI mit. Ja, dachte ich mir. Deswegen schaut er jetzt da anders aus. Ja, hab schon verstanden. Und jetzt war es halt wahrscheinlich irgendein Unreal 5 Model, oder? Jetzt war es in der UI das Model erstellen und Klamotten erstellen. Ja. Metahuman, glaube ich, hat es geheißen, wenn ich mich richtig erinnere. Mir tut alles weh vom Loher. Mir tut alles weh vom Loher und vom Umeinanderblären und vom Rein-Eskalieren. Müli, habe ich noch gelesen, Metzinator, mehr als für 96 Monate in der Nachschau-Squad. Ab geht's, ich hoffe, ihr seid noch da. Wenn nicht, fühlt euch in den Nachschau-Squad hineingeküsst. Corinna, merci für deine 2 Monate Gantlerbart, merci für deinen Euro. Michaela, merci dir, TerraPlace, merci. Luna, nochmal merci, habe ich dann alle. Ich hoffe, ich habe gerade übersehen, das ist halt leicht auf den Bruder gelaufen. Hauptmann! Crash Moonfire, merci für 20 Monate Birkbett, Nachschau-Squad, viel Spaß, heute war ein grandioser Abend. Ich hoffe sehr, es hat Ihnen auch gefallen. Meine Damen und Herren, nochmal Dankeschön heute für euch, Dankeschön für die letzten 2 Wochen. Es geht besser, bin wieder da. Natürlich muss man sich mit dem Thema nach wie vor noch ein bisschen, oder mit den mehreren Themen, nur ein bisschen auseinandersetzen, aber ein Schritt zurück, 2 Schritte nach vorn und einen haben wir heute gemacht. Nach vorn. Was ist jetzt am Mittwoch, fragt der Toni. Das ist eine richtig gute Frage. Also angekündigt im Discord. Das habe ich aber auch bloß, weil es mir gestern in meinem Suri-Ausschlafen vom Samstag so schnell, scheiße, Alter, was ist am Mittwoch? Fuck, ich muss mir ja Space suchen. Irgendwo der Resident Evil ist vorbei. Verdammt nochmal. Da habe ich jetzt Streamer Live Simulator 2 drin. Also dumme Simulatoren. Da habe ich grundsätzlich nichts dagegen, aber wie wir heute schon mal geschmerzt haben, mit dat Resident Evil 1 OG als Retro-Reise schon ganz schön sticker. Das tat so ein bisschen den Mini-Hype von Resident Evil 9 noch ein bisschen mitnehmen. Ja, hier Präsident Stiefel. Aufsteh, Grei, Haarcamping, weiter geht's. Fette Mama hat recht, ihr gesagt. Bloß los Camping weg. Schau hier, also da meine Haarcamping. Sag. Umfrage. Da brauche ich keine Umfrage nicht. Videotheken-Simulator Retro Rewind. Es gibt ja viele Simulatoren auf der Liste. Sehr viele. Die gehen uns nicht aus. Ich hau mir jetzt mal in die Falle, guten Nacht benannt. Triple F, Mods, Bürgerin, Emma und Anna Flauschis und natürlich für den Bahako bis Mika und für den Sprenger hast du noch vergessen. Was? Wo ist nicht da? Ja, ist 2 weg jetzt. Guten Nacht miteinander, Triple F, Mods, guter Chef, passt, Bernie Hansi hinein, Präsident Stiefel. Er setzt ab jetzt Strapse übrigens. Ich hab, glaube ich, Bock auf Original Resident Evil 1 und ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Ob wir es fertig spielen oder nicht. Ich glaube, Resident Evil 1, jetzt ohne Speedrun-Scheiß und so, das ist auf 6 bis 8 Stunden durchgespielt. Das heißt, 3 Streams kann man fertig sein. Ich weiß natürlich nicht mehr alles, deswegen haben wir nicht ganz so schnell, aber das kann schon gehen. Vor allem, ich habe euch dabei, viele von euch wissen dann sowieso, da musst du hin, da gibt es dann das Emblem und da gibt es dieses Emblem, dann wieder zurück aus oben, keine Ahnung, da liegt noch was, da können wir dann auch umeinander spoilern, was wir wollen, das ist für 30 Jahre Spiel wirklich scheißegal. Und das ist übrigens allgemein so ein Gedanke, den ich habe. Sag mal, Luna, hast du da noch mit dazwischen drin irgendeinen Pfeffer, den ich nicht mitgekriegt habe? Du hängst da immer noch links oben in Pink umeinander. Was ist da los? Was ist da los? Fürs Hundi, aber für meine Katze ist auch so. Okay, das ist nicht. Passt schon. Ich hab gemeint, du bist schon wieder eskaliert. Nein, nicht noch mehr eskalieren. Und zwar habe ich mir gedacht, es fragen ja doch immer wieder einige einzelne Leute nach Retro-Reise, bla bla bla. Und ich denke mir so, natürlich gibt es auch bei mir einige Spiele, die einfach damals sau gut waren, aber die einfach an mir vorbeigegangen sind oder die ich nicht gespielt habe. Oder nicht durchgespielt habe oder nicht bewusst durchgespielt habe. So wie ich das heute tue. Früher halt einfach hier Gameplay, passt schon, Story, leck mich am Arsch. Zum Beispiel Bioshock 1. Ist was, habe ich gespielt, aber nie durch. Und ich erinnere, und das, an was ich da gespielt habe, und da erinnert mich an nichts mehr. Ist jetzt nur ein Beispiel. Aber es gibt viele solche ultimativen Klassiker, die bis heute gefeiert werden, bis unter die Decke, da wo es doch ein paar gibt, die ich nicht so gesuchtelt habe, wie sie eigentlich gehört hätte.
Metal Gear Solid 1. Habe ich gespielt? Habe ich das durchgespielt? Ich glaube schon. Ich glaube, ich erinnere mich an einen Bossfight am Schluss, aber ich habe das nicht so reingesuchtet wie viele andere. Legacy of Kain-Reihe, also als Retro-Reise, Herr Subjekt Alpha, was Legacy of Kain war die habe ich gespielt. Die haben bloß bei mir anders geheißen. Ich brauche schnell Battle. Soul Reaver! Für mich heißt das Spiel Soul Reaver. Habe ich gespielt. Oh, Tomb Raider. Da habe ich aber auch für Tomb Raider 1, da war ich gerade Resident Evil 1 süchtig, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber Tomb Raider 2 ist bei mir aus dem Franchise das erste Tomb Raider, das ich besessen habe selber. Das war 97, 98. Oh ja, Wölfchen, das war mir klar, dass du mit denen kommst. Sehr gerne. Secret of Mana habe ich sehr oft durchgespielt in meinem Leben. Aber Lufia und Terranigma zum Beispiel nicht. Und Illusion of Time hast du übrigens vergessen. Schande über dein Weep-Haupt. Sapse! Schluss jetzt mit Geld rumschmeißen. Schleich mich wieder da, muss noch Resident 7 und 8 downloaden. Die müssen die Woche noch durchgespielt werden, damit ich das 9. im Urlaub spielen kann. Merci für den geilen Stream, mate. Sie bedanken sich bei niemandem. Ich wünsche viel Spaß mit Resident Evil 7 und 8, die übrigens beide auch grandios sind. Beide nicht so grandios wie das 9, sage ich, wie es ist. Aber Welten besser wie es 5er und 6er. Und eigentlich, wenn es gerade, ich habe jetzt nicht mitgekriegt, was du vorher gesagt hast, ob du das 5er und das 6er auch schon hast. Auch wenn es nicht gut sind, oder lass da von mir nicht schlecht, vielleicht taugen sie dir, was weiß ich. Aber auch in der Allgemeinheit sind Resident Evil 5 und 6 einfach nicht so gern gesehen. Ist halt einfach so. Und ich weiß warum. Wenn du die schon durch hast, dann freu dich richtig auf Resident Evil 7 und 8, weil dann fühlst du so richtig, welches Spiel dieses ganze Franchise gerettet hat. Viel Spaß mit Resident Evil 7. Alfarius! Jetzt sind wir 53 Monate. Wie kommen wir sind wir 30 bei 53? Was laber ich für einen Scheiß? 53 Monate, Kuss auf die Nuss. Alle gute Dinge sind 3, hilft nicht, stimmt. Es gibt ja auch noch ein paar. Secret of Evermore hat es auch noch gegeben, richtig. Das war eine rote große Schachtel, glaube ich. Aber keins davon hat sich so flüssig und schön Action-RPG gespielt wie Secret of Mana. Und Secret of Mana dauert auch ganz schön lang. Dauert Secret of Mana lang? Wie lang dauert Secret of Mana? Ich habe das bloß von damals in Erinnerung und damals habe ich es in Erinnerung als, das ist unendlich lang. Das ist, man muss so viel grinden, damit nicht jeder Boss One-Hit und so. Warte mal. How long to beat Secret of Mana? Ich weiß aber auch noch, dass ich das einmal an einem Samstag durchgespielt habe. Von 1903. 22 Stunden! Das ist zu lang. Für das ist zu gleich. Das 22 Stunden lang das ein und selbe Gameplay ist für den Stream aber schwierig. Schwierig. Es gibt auch ein Secret of Mana Remake, das weiß ich, aber das. Nein. Da fällt uns schon was ein. Aber hat da irgendjemand was dagegen, wenn man den Namen schon wieder vergessen, wie es genau heißt. Streamer Life Simulator, das kommt nochmal weiterhin auf die Liste, das schieben wir nach hinten. Ich kaufe mir Resident Evil 1, wir spielen mir das in der PAL-Auflösung. Ja, das vielleicht nicht unbedingt. Aber in der alten Pixel-Grafik und spielen wir Resident Evil 1. Und schwelgen ein bisschen in Nostalgie. Nee, das kommt nicht an den Charme ran. Absolut. Und eigentlich müsste es das auf dem Röhrenmonitor spielen. Secret of Mana. Und Resident Evil 1 eigentlich auch. Da sind wir dabei! Ich hoffe jetzt, jedem ist bewusst, dass Resident Evil 1 Original, nicht das Remake und nichts das Original Resident Evil 1, dass das 30 Jahre alt ist. Ja, das, der man nicht vergeht, nicht, dass dann am Mittwoch um 7:45 heißt so. Das ist was Scheiße da. Ja, Herr Nockanosch! So, und dann spiele ich es recht durch. So. Und vor allem beim Remake haben sie die Lokalisationswitze rausgenommen. Habe ich das Remake jemals gespielt? Ich glaube nicht. Habe ich keinen Vergleich. Brauchst du PS1 zum Zocken? Andi, Schluss, Abflug. Der Grantlerbart schreibt, ja, das kann passieren. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es passiert. Also, es ist ein uraltes Spiel, aber das ist der Urvater des Survival-Horrors. Und das kehrt eigentlich einmal in diesen Kanal rein, einfach für mich persönlich. Und auch für jeden da herin, der es nie gespielt hat. Einfach um das Gaming-Knowledge aufzusaugen, wie das vor 30 Jahren war. Und dann stellst du vor, als 10-Jähriger spielst du das.
In der Lindenstraße, ja. Da gibt es ein paar so Sachen. Da gibt es ein paar so komische Sachen und Namen auch von Charaktere, die ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf habe, die ganz komisch einfach sind, die da nicht hinpassen und die man halt aus der damaligen Zeit, aus der Popkultur, wenn man so will, kennt. Ursprung des Birgerbärts, wenn es man so nennen darf. Der Ursprung des Birkbärts ist eigentlich... Das ist eine gute Frage, was der Ursprung von dieser Zockerei ist. Aber was war denn das erste, was ich jemals gesehen habe? Ich weiß es nicht mehr. Monkey Island 1 beim Nachbar war sehr früh. Da waren noch ein paar andere Spiele dabei, deren Namen ich nicht mehr weiß. Cannon Fodder weiß ich noch. Monkey Island weiß ich noch. Das ist halt hängen geblieben, das haben wir oft und lang gespielt. Das war ein saugutes Spiel, auch wenn wir kein Wort verstanden haben und wenn wir nichts kapiert haben. Und Gameboy. Gameboy-Spiele, Spider-Man, Tetris, Super Mario Land. Das keiner weiter bis zum Wasserlevel geschafft hat auf dem Planeten, mag ich behaupten. Solar Striker ist noch so ein Spiel, das wahrscheinlich kein Schwanz kennt, aber das ich halt kenne, das mir auch in dem Wahnsinn drin hat. Probotector, nicht Layers of 4, das war eine bockschwere Scheiße. Da war so ein Barbarentyp mit langen roten Haaren, glaube ich, auf der Schachtel vorne drauf. Der hat so ein langes Schwert gehabt und ist so da drauf gestanden, hat ein Hand so in die Richtung gehalten, so Wie hat denn das geheißen? Irgendwas mit 4. auf 4. Das mag ich jetzt schnell weh. Fortress of 4! Da, Mr. Joachim, absolutes Pro-Game. Fortress. Oh, Alter, die Muse, wenn ich jetzt her, dann kriege ich Gänsehaut. Ich möchte wetten, dass ich die Muse immer noch im Blut habe. Fortress of 4. Ach. Kommt sogar ein Video, was heißt, schaffe ich es, Fortress of 4 auf dem Gameboy durchzuspielen? Ich sag nein. Ich sag nein. Achtung. Zwar klappen. Ich habe es immer wieder versucht. Souls 3 Spiele. Fortress of 4. Das war eines meiner ersten Spiele auf dem Gameboy und es ist eines der Handvoll Spiele, die mich wirklich dauerhaft gefesselt haben. Dabei ist es neutral betrachtet gar nicht so gut. Das 3 unterliegt. Zuerst. Das ist. Warum kann ich man. Ja, natürlich hätte ich es jetzt nicht aus dem Stegreif wiedergeben können, aber ich höre die Musik eine Sekunde und ich, als was gestern gewesen. Warum geht sowas? Und ich kann mich nicht mehr erinnern, was vorletztes Wochenende war. Waren wir da besoffen? Am Samstag, am Sonntag oder am Freitag? Oder an alle 3 Tage? Ich habe keine Ahnung. Achtung, ich gebe euch die Musik nochmal, wer es von damals kennt. Ja genau, diese 3 hohen Töne und so. Leck mich doch! Es war so bockschwer, das Scheißspiel. Es war so bockschwer, Alter. Der Max Payne schreibt, Birger, du hast vor Urzeiten das Resident Evil HD Remaster gestreamt. Ja, weiß ich. Weil ich mir gedacht habe, ja, spielen wir das Remaster, weil das alte ist doch zu alt. Dann habe ich gemerkt, dass das Remaster total zusammengemurkster Käse ist. Das ist überhaupt nichts mit also hat schon was mit dem Original zum Tor, aber es ist schon gescheit umgebaut. Das hat mich nicht sehr ans Original erinnert, muss ich sagen. Das war einfach anders. Und das Original ist ein langsamer, da müssen wir uns drauf einstellen. Also es ist jetzt kein super Action-Hit, so wie das jetzt Resident Evil 9 war. Ich meine, deswegen ist auch das eine Resident Evil 1 und das andere Resident Evil 9. Ja, so, meine Damen und Herren, jetzt ist 10 nach 11. Ich glaube, Birgerin rasiert mich sowieso, jetzt gehen wir ins Bett. Freunde der Sonne, feels good to be back. Ich spare mir jetzt meine 8 Millionen Danksagungen, ist mir scheißegal, aber einmal kurz noch gesagt, Dankeschön, bin wieder da. Snooze bin ich nein. Erst Bescheid, dass du wieder da bist. Mitgliedschaft über irgendwie fast immer. Kauft er immer vor dem 5er ein schönes Leckerli. Da kriegt's einige Leckerlis. Wobei, die kosten alle leider nix, nicht mehr nix. Snooze bin ich, merci dir. Oh, super Ghouls and Ghosts. Wir müssen meine Retro-Reise starten, Leute. Nicht nur dein Endgegner war Super Ghouls and Ghosts. Bei mir war es auf dem Super Nintendo. Ah! Der Max Payne schreibt, ich bin durch diese ein bisschen zum Resident Evil Fanboy geworden, auch wenn es nie selber zum Zocken ist. Um Gottes Willen, du, wenn man sich das anschaut, ich meine, für das ist das Zeitalter der Streamer und der Let's Plays irgendwann gekommen, wenn dir das mehr Bock macht, das zum Zuschauen, wenn das dann noch jemand wie ich meine, ich bin halt jemand, der kommentiert viel, der labert viel, der macht Bullshit, der spielt auch mal ernst, wenn es sein muss.
muss man halt mengen, wenn dir das taugt. Es war mir ein Fest, da habe ich kein schlechtes Gewissen. Birgbert, der Nostalgische. Ja, Büssi muss sein. Momentan kommt da nichts Gescheites, nice. Crimson Desert soll ganz geil sein, aber das ist mir einfach zu groß. Das sehen wir bei mir im Stream genau gar nichts, deswegen habe ich es gar nicht erst angelangt. Und offstream habe ich momentan auch keinen Bock auf irgendwelche Singleplayer 200 Stunden schinken, sage ich auch ganz ehrlich. Das nächste, was kommt, was interessant sein könnte, ist Pragmata und das James Bond Spiel. Das dauert aber noch bis Ende Mai, glaube ich. Also da haben wir noch Zeit und bis dahin überlegen wir uns irgendwas. Nostalgiespielchen, dumme Simulatoren, es gibt genügend. So, Herr Geibel für Sepp, merci dir, Birgers Beck, merci für den Trumarbeitbar, schönes Geschenk sprengen, leider ist es eine Ehre, mit dabei in dem Saufen zum Zeit zum Dörfer. Ist wieder heim, bloß ohne Verwandte. Ich habe jetzt Gewamperte gelesen, dabei hast du Verwandte geschrieben, bis Mika zum Stand ist. Meine Resident Evil 9 DLC, ja, wenn er kommt, schmeißen wir natürlich, was ist das für eine Frage? Und die Frage, ich verstehe die Frage nicht. Und jetzt gehen wir ins Bett. Danke schön. Ende des Gesprächs. Schön wieder da zu sein. Schön, dass ihr noch da seid. Dankeschön für die Donations. Dankeschön für die neuen Mitgliedschaften oder wahrscheinlich reaktivierten von den letzten 2 Wochen oder scheißegal von wem. Vielen Dank für die Donationen. Dankeschön für die Resubs. Dankeschön fürs Zugucken. Smashen Sie den Like-Button. Dern's was wollen, ist mir wurscht. Geht's ins Bett. Ich gehe auch ins Bett. Und dann singen wir uns am Micker. Wahrscheinlich mit Resident Evil 1. Gnadenlos. Sag ich dir, was ist. Einfach so. Hauen Sie rein. Holla! Was? Hobby! Zuerst gehen wir mal auf die Grundlage. Ich hab's nicht so schön teilnehmen können, aber ist wurscht. Ja, jetzt schleicht euch davor. Hier, holt einen auf den Kopf. Ab in den Chat. Triple F übrigens für die Moderatoren. Octa F für den Bahako. Quadruple F für den Sprengi. Den sein Scheiß, den ich jetzt da zusammenräumen darf. Und dann bis Mittwoch habe ich... Jetzt am Anfang habe ich wohl wildes Slipknot getrommelt, aber was weiß ich. Schleicht euch. Hashtag Präsident Stiefel. Fucking Genius, oder? Hab ich